So. Also, wir sind scheinbar live, aber keiner hört mich. Keiner sieht mich. Und der Chat geht auch nicht. Dann probieren wir jetzt noch ein bisschen rum. Upsala. Hm. Hm, 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 hm. So. Mal kurz gucken. Wir sind hier quasi live. Könnt ihr mal da drauf gehen? Sieht ja keiner. äh, öffentlich. Fertig. So. Anpassen. Wo waren wir denn? Bam, 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 bam. Never gonna give you up. Na, 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 na. Na, 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 na. Link zum Teilen abrufen. Kommen Sie mal her. Okay. Hallo. Man hört mich ja. Das ist schlecht. Okay, jetzt hört man mich nimmer.
Test, Test. Hallo, ich bin die Stimme. Ähm, ja, die Stimme, die gerade nichts hört, aus Gründen, die mir nicht ganz klar sind. Super und der Tag ist okay. Es ist noch nicht 23 Uhr. Ich kann hier noch machen, was ich will, quasi. Und was ich will, ist, Sound auf dem Kopfhörer. Das ist schon mal eine feine Sache. So, und wenn ihr ganz lieb seid, könnt ihr vielleicht ein paar Schlümpfe sehen. Und wenn ihr genau hinhört, dann habt ihr jetzt Ton. Krass, oder? Ja, aber gleich auch wieder nicht mehr. Ist nämlich nur ein Test. Wir machen mal Glatzenkamera an. Was haben wir denn sonst noch Feines? Badum bum. Ach so. Okay. Rup. Zap, zap, ja, ja, ist gleich wieder weg. Zap, zap. Basecam. Sieht man alles nicht. Ach, wie schön. Lass mich mal hier noch ein bisschen was rumstellen. Ach, weißt du was? Hier. Zack. Hallo Welt. Lass mal nachdenken. Ach so, ja, das ist natürlich hier generell eine gute Idee, wie ich finde, wenn man auch Sound hat. Sorry, es wird hier ein etwas seltsamer Stream heute. Nicht, dass es irgendwie von mir anders gewohnt hat. Was ist denn das hier für ein dummes Kabel? Moment. Genau, so geht das. So, sag mal her. Rückenlehne könnte ich auch gebrauchen. Also, sieht doch eigentlich ganz gut aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin hier noch tierisch, ich habe noch 4 Minuten. Ich kann noch 4 Minuten labern, ohne dass einer Mutzen tut, dass das hier kein Livestream ist. Ich habe einen seltsamen Sound-Delay. Bin mir aber auch nicht sicher. Muss ja erst mal gucken, ob der Sound überhaupt über meine Kopfhörer kommt oder... Ja komm, ich mach Lautsprecher aus. So. Ja, ich bin hier noch fleißig am Rumbumsdingsen. Ja, ja, passt schon irgendwie. Grafikeffekte, gucken wir mal. Ja, 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 ja. Ja, ich bin noch fleißig am Rumdingsbums und da werde ich jetzt auch im Stream ordentlich drüber reden. Das ist nämlich mein Stream und da kann ich über so viel langweilige technische Sachen reden, wie ich will. Weil ich das sag. Was ist mit meinem Handy hier? Wieso hat das ein beleuchtetes Display? Wieso juckt mir die Kratze so? Kratzt mir die Jucke? Nee. Glatze. Mann, ey. So, ich merk schon. Meine Schattenredaktion ist noch wach. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden will, ganz ehrlich. Wie sieht's denn eigentlich so chatmäßig aus? Lass mal kurz gucken. Ja, nicht wundern, ich hab noch 2 Minuten. Da könnte man noch ein bisschen besser machen. Komm mal her. Also ungefähr so. Okay? Ja, das Chatfenster ist nicht sehr groß, weil ich da keinen Bock drauf habe. Moment. Okay. Steuerung noch ein bisschen rumgucken. Aber eigentlich sollte das alles einigermaßen eingestellt sein. Hab ja schon ordentlich vorgespielt, wie sich das gehört. Wo ist denn dieses Dingens, wo es heller und dunkler wird? Weiß schon. Ist das nicht hier irgendwo? Ist das bei Spiel? Ah, Sichtfeld? Nee, Kopfwackeln. Steuerung? Irgendwo gab es so ein Ding, wo man heller und dunkler machen kann. Umgebungsuntertitel, Sprachuntertitel. Oh, Schlag, ich hab noch 1 Minute. Bildschirm. Ah, da. Nee,
Doch. Was? Kann man anpassen. Mann, ey. Ja, ja, ist angepasst genug. Man wollte auch nicht zu viel anpassen, so. Ich gehe noch einen Schluck trinken. Ah. Lecker Malzbier. So. Redaktion macht Feierabend. Viel Spaß. Ja, okay. Danke, Redaktion. Sollst das nicht in den Chat schreiben, sonst denken die Leute noch, kriegst Geld dafür. Ja, super. Oh, 23 Uhr. Guten Tag, ihr Leid. Hier, jetzt geht er offiziell los, der Livestream. Ist noch ein bisschen wackelig alles, seht's mir nach. Ich bin hier in ungewohnten Bedingungen, wo ich streamen muss. Und ich hoffe auch, dass ich die Lautstärke nicht live anpassen muss, sonst habe ich ein Problem. Das habe ich vergessen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ist egal, ist eh ganz ruhig in dem Spiel. Ist ein Horrorspiel, da ist es eh immer ganz ruhig. Wir machen mal ein neues Spiel. Guck mal hier, ich habe schon 1:12 gespielt. Ich war schon richtig gut. Also eigentlich habe ich mich immer nur im Kreis gedreht. Macht aber nichts. Wir starten ein neues Spiel. Achso, kurze Info vorab oder so. Ich weiß den Namen vom Spiel nicht mehr. Routine oder Routine ist irgendwie ein Spiel, was ich eigentlich nicht spielen will, wenn man es mir jemand erklärt hätte. Weil... Sorry, das war gerade der Rülpser des Todes. Weil man muss wegrennen und sich verstecken. Und eventuell sogar schleichen. Also alles Sachen, die ich nicht kann. Ich bin zu fett zum Wegrennen, ich bin zu fett zum Verstecken und zum Schleichen bin ich zu laut und zu blöde. Aber trotzdem, machen wir. Hier, so, neues Spiel. Könnt ihr mal die Klappe halten hier. Als ob. Als ob. Eigentlich liest keine Untertitel vor. Da liest ja auch hier keiner vor. Der Mond. Ja. Stellt euch einfach vor, dass ich gerade nicht ins Mikrofon gerülpst habe, okay? Es ist zu laut. Es ist zu laut. Mache ich gleich leiser. Ja, ja. Achso, ein fortlaufender Zyklus natürlicher Aktionen und Vorgänge. Habe ich gerade frei übersetzt, weil die Untertitel nicht mehr da waren. We started this journey together, chasing the unknown, seeking what we could not see. But now, we're lost. Sehe ich das richtig, dass da Schlappen stehen? Jawohl, okay. Einen Moment, wir haben es gleich. Audio natürlich. Die Lautstärke. Ja, ich bin soweit. Das Ding, ihr seht es gerade selbst, ist, es gibt hier kein Pause-Menü, ne? Und ich habe mir die Analog-Ding viel zu schnell eingestellt. Auch das werden wir in Kürze repariert haben. Controller-Empfindlichkeit machen wir mal ein wenig runter. Ja, das ist zu langsam. Das ist ja deutlich schlimmer als vorher. So, wo waren wir denn? Machen wir mal so, oder?
Das ist in Ordnung für mich. Also, guten Tag, ihr Leid. Wie ihr hier seht, wir sind in den 80ern oder so. Wir sind im Isolationszimmer. Mach mal die Tür auf. Ist verschlossen. Ach, mach Sachen. Ja, das ist schlecht. Was steht hier? Gesundheits- und Sicherheitsmitteilung. Aufgrund aktueller Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle ist das Tragen von Druckanzug und Helm sowie ihrer ID auf ihrem Brustschutz zu jeder Zeit verpflichtend. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Das ist das Erste, was ich quasi wirklich vorlese. Und da ist gleich ein Schreibfehler drin. Aufgrund aktueller Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll, da fehlt ein E. Habe ich eben beim Lesen, hat mein Hirn gleich hinzugemacht, weil ich sonst hier die Krise kriege. So, hier ist ein Abort. Hallo, Abort. Insert. Oh, guck mal, hier ist ein behindertengerechter Abort. Das ist schön, das gefällt mir. So, also, wir kommen hier nicht raus. Wir gucken mal, was da steht. Von Union Plaza. HQ für Sicherheit, ich glaube, es steht für Headquarter. An Isolationszimmer 03 ist das hier. Willkommen, externer Softwareingenieur. Union Plaza möchte Ihnen dafür danken, dem Vertrag über die Prüfung unserer ASN-Systeme auf potenzielle Softwarefehler und deren Bedeutung zugestimmt zu haben. Folgende Person wird Ihr primärer Kontakt bei Union Plaza sein. Ich nenne ihn Kai. Kai Koyama. Wir freuen uns, Sie bei uns zu haben und wissen Ihren Beitrag zum Erfolg von Union Plaza zu schätzen. Wie ihr hier seht, ich bin übrigens nicht in einem Menü oder so, ne? Also ich habe da nicht drauf geklickt. Du gehst da drauf und automatisch erscheint der Mauszeiger. Wenn man weiter weg geht, siehst du das? Wieder klein. Ey, das ist voll geil. Wir gehen mal hier. Achso, ja, das war's quasi. Jetzt kann ich hier, was haben wir denn sonst noch? E-Mail. Achso, das war die E-Mail, ja gut. Was haben wir sonst noch? Formular. Bewegungsanweisung. Okay, dann wir gucken, was wir machen denn. Oh, hopp. Aktivität 01 von 4. Testen wir Ihre Knie. Gehen Sie so weit in die Hocke, wie Sie können. Geh in die Hocke, neige dich, um zu schwer erreichbaren Orten zu gelangen. Hopp. 1 und 2. Okay. Habe ich gemacht. Achso. Ich habe es nicht richtig gemacht. Ich soll mich nach hinten und nach vorne neigen. Okay? So, gut. Klasse! Aktivität 2 von 4. Beugen Sie jetzt Ihren Körper nach links. Upp. Haben wir gut gemacht. Sehr gut. Für etwas Abwechslung beugen Sie sich nach rechts. Okay. Auch klasse. Und zu guter Letzt sind Ihre Zehen gefragt. Greifen Sie so weit nach oben, wie Sie können. Das ist nicht oben. So, okay. Klasse. Um unsere Dienste zu verbessern, benötigen wir Ihr Feedback zum folgenden Thema. Ernsthaft jetzt? Unsere Verpflegungsoption. Also bisher ist der Input. Ja, komm, ist schon großartig, ne? In Ordnung ist das. Also es gibt kein Schlecht oder so. Ja, klar, ne? Die Wascheinrichtungen. Ja, ich meine, ich habe einen Abort, ne? Das ist schon ziemlich perfekt. Ich habe einen Abort, alles ist gut. Was haben wir sonst noch? Unterhaltung im Zimmer. Also ich unterhalte mich mit mir selbst. Das sind schon sehr tiefgehende und intelligente Gespräche. Von daher kann ich mal nicht meckern. Okay. Danke, dass Sie das Entlassungsformular ausgefüllt haben. Uiuiui. So. Formular. Nein. Das haben wir schon gemacht. Das machen wir nicht mehr, gell? So. Okay, drucken. Was wollen wir denn drucken? Um die Terminals in Union Plaza nutzen zu können, brauchen Sie Ihre ID. Die ID muss zu jeder Zeit auf Ihrer Brustplatte sichtbar sein. Okay, da steht ID, aber ich habe keins. Fortfahren. Danke, dass Sie das Entlassungsformular ausgefüllt haben. Sie können nun Ihre ID ausdrucken. Ja.
Wenn es schon so losgeht. Junge, ich bin doch ein alter Mann. Okay, also, das ist da jetzt irgendwo drunter geschlupft. Da, wie war das so? Nee, linker Button. Ich hab schon vergessen, wie es geht. Ja. Da ist er. Da ist er, der ID. Junge, was liegt denn hier alles? Guck dir das an. Ein Kugelschreiber. Kann ich den aufheben? Was ist das da? Ich hoffe, dass es Rasierklingen sind. Was ist das da? Ach, das ist meine Hand. So. Okay, wie nehme ich etwas auf? So. Okay. Zeig ich her. 9771. Wunderbar. Dann gucken wir uns mal hier noch ein bisschen um. Multi-Assistant Component Helper. IVSC. Ach Gott, ne. Was ein geiler. Es sieht einfach aus wie ein... Es ist ein VHS-Rekorder, ich sehe es sogar. Ich wollte es sagen, das ist nicht mal Super 8 oder so. Nö, als ob ich da jetzt großartig Ahnung hätte. Nee, habe ich natürlich nicht. Also, so, okay, ich habe eine ID. Mach die Tür ob. Verschlossen. Ach ja, da war ja was. Hier, pass auf, da steht ja Druckanzug, Helm, ID auf dem Brustschutz. Ich habe vergessen, den Helm aufzuziehen. Was ist denn das da eigentlich? Sparkling Water. Und das ist Protein-Special. Sausage and Egg. Was ist das? With a hint? Also hier Blubberwasser mit ein bisschen Limette. Und hier gibt's Wurst und Eier. Ich hätte wenigstens keine Wurst und Bohnen. Wurst und Eier sind jetzt auch nicht besser so. Kapitel 1. Geburt. So, ich habe den Helm auf. Kann ich jetzt da rausgehen? Oh, warte mal, da liegt noch ein Zettel. Habe ich noch gar nicht. Ich habe mich hier noch gar nicht umgeguckt. Also. Wir machen Bilder lebendig. Okay. Eine Videokassette halt. Es ist schon klar. Was haben wir hier noch? Verwaltungszuweisungspflichten bei Anreise in Union Plaza. Personalinformation. Name, ID-Nummer. Steht da irgendwas? Nee. Einsatzbeschreibung. Tätigkeitsbezeichnung leitender Softwareingenieur. Aufgaben: wesentliche ASN-Systeme auf operative Anomalien untersuchen und diese beheben. Was ist denn ASN? Wurde das gerade erklärt? Keine Ahnung. Abteilungssicherheit. Kontakt bei Union Plaza. Der Kai Koyama. Administrative Vereinbarungen. Verschwiegenheitserklärung. Unterzeichnet. Ärztliches Attest. Unterzeichnet. Isolationsvereinbarung. Unterzeichnet. Verzichtserklärung zu Mondstandards und Protokollen unterzeichnet. Bestätigung? Jo. Okay, alles klar. Wir haben, glaube ich, alles unterzeichnet. Können wir sonst noch was gucken? Es ist übrigens nicht so, falls ihr euch denkt, wo ist denn der Cursor? Ihr seht, das Spiel ist sehr in seinen Anzeigen sehr minimalistisch, was ich begrüße. Aber so ein Cursor in der Mitte wäre schon schön, weil ich bin nämlich nicht, bin hier natürlich im Controller unterwegs. Ihr schon mitgekriegt habt, da ist das ein bisschen, also so ein Cursor ist schon was Feines. Steht hier eigentlich noch was? Nee. Ja, sorry. Mein Problem ist, dass man rausgeht aus dem Lesen mit dem B-Knopf. Der B-Knopf ist auch der Knopf, bei dem man sich in die Hocke geht, ne? Ich bin ja aber hier nicht in einem Menü. Habe ich euch ja gerade vorhin erklärt, dass das ja kein Menü ist, sondern das geht halt so, ne? Und da will ich halt immer rausgehen mit dem B-Knopf und setze mich dann vor den Computer. Ist ja wie zu Hause. So, jetzt aber. Wir haben einen Helm auf. Jawoll. Wir haben einen Helm auf. Wir haben eine ID 9771. Los geht's. Ah, schön hier. Ich nehme alles zurück. Gerade dieses Schön hier. Ich nehme einfach alles zurück. Was ist denn das für eine Kacke hier? So. Willkommen. Steht da irgendwie drauf? Kinego Transportation and Motion. Was das hier ist, also für eine Tür? Junge, ist da dunkel. Da gehe ich aber nicht hin. Da ist mir zu dunkel. Sorry, das geht nicht. Da sehe ich nichts. Ich kann übrigens auch rennen, ne? Also das hier ist meine normale Laufgeschwindigkeit. Oh, guck mal, da ist... Achso, ja. Kann man die Tür wieder zumachen? Gut.
Kann mir ja jeder ins Zimmer gucken. Ich habe gerade nicht aufgeräumt. So. Hier ist noch ein Monitor. So. Wo wir gerade dabei sind. Moment, ich würde gerne... Habe ich mir vergessen? Ja, dann lassen wir das. Nee, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, der Sound ist kurz weg, ich weiß. Wo ist meine Maus? So. So. Sorry, ich bin hier noch beim Betriebssystem rumfuddeln und neu aufsetzen und tralala. Und ich habe hier auf dem Stream Deck, was ich habe es überhaupt zum Laufen gebracht. Das ist schon sehr geil. Und ich habe da aber vergessen, den Chat auf Stream Deck zu legen, dass ich den über Stream Deck also einfach ausschalten kann. Ich muss also immer in OBS gehen. Und wenn ich also aus dem Fenster rausgehe, geht der Sound weg. Ja. Ich weiß nicht, manche Spiele haben das. Bei manchen Spielen kannst du es einstellen, dass der Sound bleibt, wenn du nicht auf dem Fenster bist. Bei dem hier nicht. So. Ist das eine Webcam? Ist das live Oberla? Vom Mond oder wie? Aber wo ist das dann? Wo ist dann die Webcam? Irgendwo... Dunkel ist hier, oder? Okay. Also, gehen wir zu Welcome oder gehen wir zu Willkommen? Es war genau andersrum, aber wir gehen natürlich dahin. Was los? Oh. Fokussiere etwas, um es dir etwas genauer anzusehen. Wow. Ich bin doch immer noch alleine. Okay. A01. A01, A01, alles klar. Weiß halt nicht, wo A01 ist. So, okay, das macht schon was her, ne? Muss man doch sagen. Union Plaza, also so. Ja, ich meine, ja, also grundsätzlich macht's was her. Ich meine, eigentlich meine ich die große Scheibe, die Panoramascheibe, die macht was her. Der Mond, ja, was will ich denn hier meckern? Ich war noch nie auf dem Mond, auch wenn meine Freundin mich öfters hinschießen will. Aber... Oh, ich sehe gerade da... Oh, da ist auch ein Terminal. Ist das egal, welches ich benutze? Ich gehe mal darüber. Also, ja da... Wo ist denn jetzt das Schild? Hallo? Da steht Willkommen und da steht Welcome, ne? Okay, da drüben ist grün. Ja, vielleicht sollte ich, ja, natürlich nehme ich jetzt erstmal das Deutsche. So, gibt's hier noch... Ich gehe einfach mal gucken, oder? Hier kann ich die Tür wieder schließen. Boah. Wo müssen wir hin? A01, da liegen Gummihandschuhe. Okay, da ist noch... Ist das ein Handdesinfektionsding? Ey, ich bin gut. Da gibt's Handschuhe und da gibt's Handdesinfektion. Ach, ist das super. Ach ja, Corona, ich vermisse dich. Nein, natürlich vermisse ich nicht Corona, aber... Wow. Die Tapete macht mich jetzt schon irre. Ah. Was steht da?
KHW-Einstieg. Moment, da steht CAT Orientation. Okay, Hans ist auf Deutsch übersetzt. Was bedeutet KHW? Hardwareüberblick, Arbeitsblatt. 02 Modulplatz, O'Neill's Electronics. 04 KHW-Steuerung. Verbinden Sie sich mit einer drahtlosen Zugriffsstelle in Ihrer Nähe. Anmerkungen, Wartungsmodul ist gleich Standard KHW-Modul, okay. Zusätzliche Module können im Einkaufscenter bei O'Neill's Electronics gekauft werden. Kai Koyama ist die Sicherheitschefin. Aha, sie ist also eine Frau. Also Kai ist eine Frau, okay. Wusste ich nicht. Jetzt wissen wir's. Hat jemand sein Portemonnaie vergessen? Was steht da? Scheint eine Frau gewesen zu sein. Da ist noch eine Tür. Ne, ich will mich natürlich erstmal hier in Ruhe umgucken. Was haben wir denn hier da zum Beispiel? Ordner. Kaffeetassen. Mount. Können wir irgendwann auch mal rausgehen? So ein bisschen draußen rumhüpfen? Union Plaza, The Mall. Okay, so, hier haben wir... Was ist das? Was ist das? Ach so, das ist ein Aktenklammer-Dingens da. Ja, das gibt's bei uns auch. Also eigentlich gibt's hier alles, was hier ist, gibt's bei uns auch. Eine Stiftebox, ein... Yeah! Ja, okay, komm, eine Videocam gibt's bei uns auch, so aus den 80ern so. Aha. Okay, muss ich lesen? KHW-Einstieg, Hardwareüberblick, Arbeitsblatt. 01, Modulplatz. Wo ist 01? Ach, da oben. Für Navigationsmodule. 02, Modulplatz. Wo ist 02? Da steht nirgends Platz für Nachrüstungen. Ach, das ist unten das. 3 ist das Wartungsmodul. Vorsicht, nicht auf Roboter zielen. Wo ist die 3? Wo ist die 3? Careful not to aim at robots. Ich höre hier Geräusche im Raum. Anmerkungen, Tasten, An-Ausschalter, drahtloser Zugriff, Entmagnetisierung, um magnetische Verzerrungen zu beheben, Batterie. Sie können die Energie links auf der Batterie des KHW sehen. Ernsthaft jetzt? Was steht da? Batterie leer. Was stand da eben für Text? Habe ich schon vergessen. Ja, siehst du, habe ich schon mal verkackt. Was ist das hier? Okay. Sonst noch was? Ja, einfach nicht drüber nachdenken. Okay, weiter geht's. Wo sind wir hier? KHW-Einstieg. Hardwareüberblick, Arbeitsblatt. 03, Wartungsmodul. Maintenance-Mod. Das ist da oben. Kann Kerne vom Typ 05 deaktivieren. Was auch immer das ist. KHW-Steuerung. Taste für drahtlosen Zugriff. Entmagnetisierung, An-Ausschalter und Batterie. Das habe ich gerade gefunden. Das An-Ausschalter. Den An-Ausschalter, sorry. Anmerkungen. Konsultieren Sie, ich sage einfach weiterhin Kai. Kai Koyama im Apartment 04b der Wohneinheiten. Der PDA kann Aufgaben anzeigen sowie wichtige Videos, Bilder, Dokumente speichern. Für die meisten KHW-Funktionen ist eine Batterie erforderlich. Da steht dick unterschrieben Batterie. Ich würde so gern wissen, was KHW heißt. Ich meine, im Englischen heißt es CAT, C-A-T. Aber für was steht die Abkürzung? Kann man meine Beine sehen. Oh, da ist noch was. So. KHW-Einstieg, Hardwareüberblick. Hatten wir das nicht schon? Schwarzlichtnachrüstung 1, 2. Ach, daneben, okay. KHW-Steuerung 04. Ah, das ist daneben der Knopf. PDA, Entmagnetisierung, An-Aus, Batterie. Habe ich schon gefunden. Anmerkungen. Kosmonautenhilfswerkzeug. Das Wartungsmodul kann bei voller Batterie 3-mal genutzt werden. Entschuldigung. Nutzen Sie bei magnetischen Interferenzen die Entmagnetisierung. Sehen Sie sich den PDA an drahtlosen Zugriffsstellen an. Piu piu. Piu piu. Piu piu.
Ich würde ja gerne, aber ist hier nichts, Piu Piu. Ist ja kaputt, hab keine Batterie. So, Schubladen kann ich auch nicht aufmachen, das ist eher zu vernach... Habe ich den schon geguckt? Junge, wie viel Dinger gibt's denn hier zum Lesen? So. Also 01 Steckplatz, Install, also Ultrasichtmodul installieren. 02 ist Extra-Slot, das ist dann der unten, also unten ist einer und oben. 03 Wartungsmodul. Vorsicht, nicht mit Typ 05 Roboter verwenden. Okay. KHW-Steuerung, Anordnung, drahtlose Verbindung, Entmagnetisierung, das habe ich doch alles schon gehabt. Achso, das ist immer derselbe Zettel, es geht eigentlich immer nur um die Anmerkungen. KHW, ach guck mal, da steht's. Kosmonauten, Hilfswerkzeug. Aha, auf Englisch Kosmonaut Assistance Tool. Okay, aha. Kosmonauten Hilfswerkzeug. Alter, das gefällt mir. Das ist ein Name mit Brusthaar. Wartungsmodul ist Standardmodul. Überladen Sie Objekte nicht. Ultrasichtmodul bei O'Neills erhältlich. Ich muss natürlich auch gucken, ob es da hinten auch noch was gibt. So. Eine Batterie haben wir irgendwie immer noch nicht gefunden, aber ich sehe hier noch ein Zimmerchen. So, gibt's hier irgendwo eine Batterie? Was ist das da? Hallo? Ich sehe doch da einen Mauszeiger als. Ich sehe auch hier einen Mauszeiger. Neisenstein. Ich kann das auch größer machen. Okay. Die ist schon ein bisschen. Wie ist das? Nee. Okay, alles klar. Zeig mal her. Was kann ich jetzt hier machen? Das ist entmagnetisieren, deshalb ist da ein Magnet drauf. Okay. Das ist das. Keine Ahnung was. Und hier noch irgendwas. Und da unten noch irgendwas. Vision System. Und das war kein Menü. So, guck mal hier. Tür schließen. Aber hier irgendwie noch. Was ist das da? Da kannst du. Es ist ein Batterie-Recycle-Point. Lesen. Überprüfen Sie die Energieanzeige an der Seite der Batterie, wenn Sie Ihr KHW ansehen. Was heißt KHW nochmal? Kosmonauten-Hilfswerkzeug, genau. Das wird öfters passieren. Ich muss das jetzt probieren, ihr Leute. Okay, jetzt zeig ich her. Daneben. Jetzt habe ich nur noch zwei so Dinger da drauf. Und wieder bin ich mit... So. Kann ich den da trotzdem mitnehmen? Wenn ich ganz lieb bin? So. Habe ich jetzt 2? Oder ist er jetzt einfach wieder voll? Scheinbar ist er jetzt einfach wieder voll. Okay. So. Gucken hier noch ein bisschen. Ich glaube, ich habe hier alles gesehen. Ich lasse die Türen einfach offen. Da kann ich mir dann wenigstens merken, dass ich hier schon mal war. Okay. Oh, was sind denn da drüben für lauter Zettel? Ist das nicht? Geht das jetzt schon wieder los? Okay. Könnte ja auch irgendwie... Danke. Ich wollte gerade sagen, gibt's nicht so Seekrankheit-Tabletten, so Magentabletten oder sowas? Würde das was bringen? Gibt's das auch für Mondkrankheit? So. Da waren lauter Zettelchen, die wollte ich mir angucken. Was ist das da? Happy Birthday. I miss my dog. Gonna have I see you see in my head forever. Was will er? Fröhliches Mondneujahr. Man kann diese Aussicht gar nicht schlagen. Ich finde es schön, dass das...
alles mit Post-its ist. Coffee. Okay, gibt es hier irgendwie was Interessantes? Looking for... Okay, da will jemand Schach spielen. Daphne sagt Hi. Isaac auch. Food... Essen schmeckt nicht. Try to beat mein Minotaurus Highscore. Ich fordere dich raus. Okay, okay. Ja, So, da wir noch nicht so wirklich viel machen können, gehen wir jetzt einfach mal hier durch, oder? So, was haben wir denn hier? Tastenfeld, Tour. Wieso steht da Tour? Moment. Da steht Tür. Moment. Steht da überall Tour anstatt Tür? Noch gar nicht aufgefallen. Also da steht Tür. Aber es scheint wohl kein großes Ü zu geben. Doch, gibt's. Da oben steht's. Nun gut. Mach... Wie verschlossen? Was soll ich denn da eingeben? Ah, warte mal. 9771 vielleicht? Das ist das Einzige, was mir einfällt. Houston, wir haben ein Problem. Wie komme ich denn hier jetzt raus? Habe ich irgendwas übersehen? Woher soll ich denn den Keycode wissen? Junge, also zuallererst mal, warum bin ich denn hier überhaupt alleine? Liegt das daran? Ich dachte, das wäre die ganze Zeit, weil das hier so Isolation ist oder so. Weißt du? So, wir müssen irgendwo einen Keycode herfinden. Ich habe aber keine... Ich probiere es mal da drüben, da war wenigstens irgendwas. Das ist alles nur Türen. Tür. Noch eine Tour. Steht da irgendwo der Code für die Tür oder so vielleicht? Weiß nicht. Oh, was ist das da? Orientation 01 Overview und PDA. Vorige Seite, nächste Seite. Ist mit dem Projektor dran gestrahlt. Auch nicht schlecht. Komm mal her. Willkommen zu Ihrem KHW- und PDA-Einstieg. Hier erlernen Sie die Grundlagen der Nutzung Ihres Kosmonauten-Hilfswerkzeugs und erfahren, wie Sie das Beste aus Ihrem PDA, Ihrem persönlichen Datenassistenten, herausholen. Bitte lesen Sie sich die folgenden Seiten gründlich durch. Ihr KHW wird von Lithium-Ionen-Batterien betrieben. Das KHW muss mit Energie versorgt bleiben, um alle Funktionen nutzen zu können. Die verbleibende Energie ist auf der Batterieanzeige zu sehen. Sie ist sichtbar, wenn Sie das KHW untersuchen und eine Batterie eingelegt ist. Hier ist sie. Siehst du? So. Nächste Seite. Oh, voilà. Na, komm her. Na, willst du nicht? Finden Sie eine Batterie und legen Sie sie ein, sofern dies noch nicht geschehen ist. Nee, ist schon geschehen. Ich bin nämlich gut. So. Verbinden wir jetzt Ihren PDA. Inspiziere den KHW. Das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Verbinden wir Sie jetzt mit Ihrem PDA. Untersuchen Sie das KHW und drücken Sie die Taste für drahtlosen Zugriff. Sie ist mit folgendem Symbol markiert. Der drahtlose Zugriff kann auch verwendet werden, um eine Verbindung zu verschiedenen Geräten im Union Plaza herzustellen. KHW, persönliche... Ah! Klicken Sie auf das Datenspeicherungssymbol, um den Fortschritt zu speichern. Yeah! Jawohl! So macht das Spaß. Okay, alles klar. Weiter geht's. Aufgaben. Keycode für den Aufzug. Jawohl. Achso. Danke, dass Sie die Software-Ingenieur-Hilfsanfrage erfüllt haben. Es ist eine Erleichterung, dass sich ein zweites Paar Augen dieser Aufgabe annimmt. Das ASN verhält sich so, als wäre es im Abriegelungsmodus, doch den Grund dafür konnte ich nicht herausfinden. Aha. Aufgrund des aktuellen Sicherheitsprotokolls musste ich die Zugriffsberechtigung des Anreiseaufzugs zurücksetzen. Im Bereich Datenbank in Ihrem PDA finden Sie den neuen Keycode. Ah, das ist von der Key, also von Kai. Von der Kai. Gut, Datenbank. PIN für Anreiseaufzug. 9376. 9376, okay. Was haben wir sonst noch hier? Medien? Nix.
Hardware. Gut, gibt es noch eine Anleitung? Ja, also ich muss natürlich die Anleitung lesen. So. Die Energietaste schaltet das KHW ein und aus. Sie können den Ladestand der Batterie rechts von der Energietaste einsehen. Gekennzeichnet durch 3 Balken. So. Drahtloser Zugriff. Drücken Sie in der Nähe eines Drahtlos-Zugriffpunkts den Drahtloser-Zugriff-Taste. So, um eine Verbindung herzustellen. Die 2 Hauptfunktionen dieses Features sind Zugriff auf den eingebauten PDA, Terminal-Fehlersuche durchführen und Batterie. Dieser Vorgang erfordert keine Batterieleistung. Ach so. So, was war das jetzt? Energie, drahtloser Zugriff. Ah, da war ich gerade. So, Entmagnetisierung. Drücken Sie die Entmagnetisierungstaste, um die magnetische Interferenz im Bildschirm zu neutralisieren und die korrekte Farbwiedergabe und Bildschirmgeometrie wiederherzustellen. Erfordert keine Batterieleistung. Auch gut. Der Bildschirm weist eine solide Bildwiederholrate auf, ist jedoch weder mit Hintergrundbeleuchtung noch mit Funktionen zur Sichterweiterung ausgestattet. Die Funktion des Wartungsmoduls kann elektrische Ausrüstung, die sich außer Reichweite befindet, überladen und aktivieren. Eine temporäre Lösung im Umgang mit Hardware, die nicht reagiert oder fehlerhaft ist. Achtung! Verwenden Sie das Modul nicht am Kerne des Typ 05, der sich in dessen Brustpartie befindet. Irgendjemand hat eine Brust, egal. Die aktive Funktion erfordert 1/3 der gesamten Batterieleistung. Okay. So, was haben wir hier noch bei Software? Fehlersuchtools installiert, drahtloser Zugriffsrevision 1. So, dann hätten wir das auch. Kann man das hier zumachen? Ja. Hier wieder zurückgehen. So, weiß irgendjemand noch die Nummer für den Aufzug? 9376. So. Was war das gerade? Ja, hab noch genug Ladestand. So. 9376. Gruselig hier. Also. 9, 3, 7, 6. Hoffentlich funktioniert's. Okay. Zulässigen Keycode eingegeben. Jawohl. Ja, gehst du jetzt auch auf? Ja. Okay. Was sehen wir denn hier? Monitorraum oder so. Also. Was war das gerade? Ist das eine Kamera oder ein Video? Also, nee, das ist ein Werbevideo oder sowas. Okay, alles klar. Ist hier irgendwas zu sehen? Irgendwas zu lesen? Was zu gucken? Aber wieso liegt hier eigentlich überall Müll? Was habt ihr mit dieser schönen Mondstation gemacht? So, egal. Aufzug, Gateway, Aufzugsteuerung, Gateway, Anreise. Ah, das ist meine aktuelle Position. Ach so. Ach, das ist der Aufzug. Ach so. Junge, hey. Junge, Junge, Junge. So. Okay. Es sieht hier halt... Also... Warum steht hier... Also, ist das hier... Achtung, nicht frisch gewischt? Wieso liegt hier überall so viel Müll rum? Und warum ist hier vor allen Dingen keiner? So, was haben wir denn hier? Arrivals. Wer ist denn arrived? Da drüben mit dem Monitor los. Ja, ja. Müsste mal entmagnetisiert werden. Okay, gecancelt, 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 gecancelt. UK, ISS, ISS, USA, Russland, ISS, Schweden, USA, nochmal UK. Und das hier ist auch Arrivals. Ist auf der anderen Seite die Ankömmlinge. Warum ist denn hier zu? Eine Relaisbox. Und da gehen Kabel da rein. Ich hab da so eine Idee. Aber erstmal will ich mich hier umgucken. Guck mal, da steht sogar ein Zettel. So, komm mal her.
Wer auch immer das liest, hier ist Cooper. Ich habe die Klappen gewaltsam geschlossen. Das musste ich. Nutze das Wartungsmodul des KHW, um den Sicherungskasten zu überbrücken. Einfach draufhalten und den Abzug drücken. Okay. Draufhalten und Abzug drücken. Das kriege ich hin, glaube ich. So. Ich will mich natürlich hier... Ah, da steht, was ASN bedeutet. Automatisiertes Sicherheitsnetzwerk. Okay. Und da hinten... Komme ich da nicht her? Nee, da komme ich nicht her. Mal gucken hier. Da ist ein Kassettenrekorder. We need to shut down the ESN. Everyone's scattered or in hiding. And the only two people with security access to the ESN are me and Kay. Ist das Cooper? Ist Cooper Brite? Oha. Kay is your only shot. Find her. Shut it down. Was meint er mit Shut it down? Dass das Sicherheitsnetzwerk da abschalten oder so? Was ist das hier? Automatisches Sicherheitsnetzwerk, ASN, genau. ID-Scan, Identifikationsscan, Zugangscode. Ja, keine Ahnung, scan mal. Ja, wie Scan ungültig? Ich habe doch eine ID. Was willst du denn damit sagen? Ein Zugangscode? ASN hat einen Zugangscode erteilt. Wie ist mein Dingens? 9771? Keine Ahnung, das vielleicht? Ich hab ihm... Na. Ah. Junge, sind schon ein bisschen lahm, oder? Ja, okay. Ich hab mich auch gewundert. Was ist da unten eigentlich? Moment. Booting from external device. Device detected. Cooper. Ah, das war wahrscheinlich wirklich Cooper, den ich gerade gehört habe. Also Cooper ist wohl Brite oder so. Komm ich da raus? Nee. Ich komme zumindest hier nicht weiter. Okay. Dann gucken wir uns noch ein bisschen woanders um. Vorne ist auch viel schöner. Da komme ich her. Bin ich mir relativ sicher. Ja, da ist der Aufzug. Was ist das da? Cool. Junge, dein Abschluss ist verstopft. So, also hier komme ich nicht weiter. Dann muss ich wohl... Warte mal, warte. Ah, ich dachte, da liegt was. Ich gehe mal da hinten gucken. Ja, da ist schon wieder so dunkel. Okay, da ist... Ich glaube, das ist einfach ein anderer Aufzug, so wie meiner da drüben. Okay. Moment. Ah, da. Guck mal, was gerade abgeht. Cancelled. Alles gecancelt. So. Also, da wir hier nicht weiterkommen, ist meine beste Idee, dass ich das Ding da abknall. Naja, gut zielen. Yeah. Jawohl. Es geht vorwärts hier, Leute. Moment. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, wie sieht's hier aus? Und wieso rollen die Treppen? Vor allen Dingen... Also für die 2 Meter, da brauchst du doch kein so Rollgedönse da. Uiuiui, ist das... Moment. Was bedeuten diese Pfeile? Dass ich links hochgehe oder was? Ja, ich meine, geht ja eh nicht, es ist kein Gegenverkehr da, eigentlich ist egal. Aber ich, als guter Deutscher, muss natürlich die Regeln befolgen hier. So. Tram on Plate. Plattform. Tram. On. Achso. Scheinbar ist die Straßenbahn da. Okay, pass auf. Was ist denn das? Ah.
Ist das die Straßenbahn? Willst du mich veräppeln? Ich gehe da nicht rein. Kann ich mir da was zu trinken holen? Ich habe kein Geld. So, was ist das hier? Wireless. Ah, warte. Hat funktioniert. Sehr gut. Oh, ich kann hier... Ah ja, speichern. Ja, speichern. Das ist wichtig. So, jetzt gucken wir mal. Hier, Aufgaben. Haben wir schon was Neues? ASN Keycode. Das haben wir noch nicht. Muss Ki Koyama oder einen anderen, also Kai Koyama oder einen anderen Weg finden, um mir den Zugangscode zum ASN zu verschaffen. ASN Zugangs-ID. Kai Koyama ist die Sicherheitschefin. Ihre ID würde den notwendigen Zugang zum ASN gewähren. Keycode für den Aufzug. Das habe ich ja. Das haben wir abgeschlossen. Okay. Sehr gut, dann haben wir das schon mal. Dann haben wir hier noch Datenbank. Gibt es da was Neues? PIN für Anreiseaufzüge haben wir schon benutzt. Medien. Nix. Was ist mit der Kassettenaufnahme, die wir gerade eben gehört haben? Hardware? Achso, ne, da waren wir auch schon. Okay, wir haben gespeichert. Das ist ja auch genug. So. Gateway. So. Also ist das hier halt wirklich die Tram... Was ist da hinten? Da kann ich wieder Akkus loswerden. Ey, Junge, also... Der Akkuverbrauch ist schon hardcore irgendwie. Was ist das da? Kann ich da raus? Ja, ist es. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Fenster oder was? Nee, das sind Gleise. Gleise. Kann ich da einfach durchrennen? Ja, okay. Ja, dann. Oh. Oh, das ganze Ding ist irgendwie gruselig. No exit. Ja, schön. Ich folge mal einfach dem Licht. Kann ich hier irgendwie... Ach, das ist einfach nur Fernseher oder so. Ja, und nu? Ah. Ach so. Ach, ich muss doch selbst fahren. Ich kann ins Einkaufszentrum. Galaxy Video. O'Neills. Megazone. Und... Was war da? Galaxy Zone. Okay, Waschsalon, Gemeinschaftsbereich, Apartments. Fahre ich da nicht schon mal? Komm, wir fahren. Wir gehen erstmal in die Wohneinheiten. Weil ich nämlich denke, dass... Also wir müssen ja... Ach du Scheiße, hey. Weil ich ja denke, dass Kai da ist. Weil... Ja, oder ist im Einkaufszentrum. Weiß nicht. So, sind wir da? Kann ich hier raus? Also da hinten bin ich rausgekommen. Gibt es hier noch eine Tür? Nein. Wahrscheinlich nicht so. Ja, ich muss an der Tür weggehen, sonst klappert die hier immer rum wie irre. Okay. Sag mal, kann mein Dingens, hat das keine Nachtsicht oder so? Scheint nicht so. Okay, ich kann hier zumindest mal speichern. Vielleicht gibt es hier auch wieder irgendwie neue Info oder sowas. So, Aufgaben. Keycode für den Aufzug. Also, ich brauche den ASN-Keycode in die Zugangs-ID von Kai. Da waren wir auch schon. Medien, Hardware, wir speichern hier mal, okay? So. Weiter geht's. Dann gehen wir halt mal... Ey, Junge, das sieht hier verranzt aus. Fühlt man sich gleich wie zu Hause. So. Lass mal kurz gucken. Oh, Junge, wieso ist hier eigentlich... Was ist das da?
Hä, wer redet da? Da ist zumindest mal ein Zettel, so, pass auf. Faulty Terminal Use CAT Diagnostics. If you can't open the door. Okay, also das Terminal ist kaputt. Man soll doch bitte die KHW benutzen. Also wahrscheinlich wieder hier irgendwie. Da hinten irgendwie. So. Miep, miep. Oh, warte mal. Ist das, was hier so komische... Union Plaza Guidebook. Manage New Expectations. Hinter dem Mond. Was ist das da? Muskel, irgendwas? Fakten. Was ist Atropie? Ja. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Medizin. Wo geht das hier hin? Bist du das hier Geräusche macht? Okay, ich soll das Dingens da benutzen? Also kann ich da jetzt einfach draufballern oder was? Was steht da? Use CAT. Use CAT Diagnostics. Was sind denn CAT Diagnostics? Ist das hier das da oder was? Scheint nicht so zu sein, okay. Use CAT Diagnostics. If you can't open the door. Ich weiß nicht, was CAT Diagnostics sind. Soll ich da drauf schießen oder was? Ja, okay. Jetzt habe ich mich gerade gefreut, dass ich hier das Ding einfach neu starten muss. Ah, guck. Mann, bin ich ein Schlauerle. So, was gibt's denn hier? Was ist das? Ach, das ist ein Aufzug. Da kann ich in die Wohneinheiten reingehen. War ich jetzt schon überall hier, bevor ich weiter in die Wohneinheiten gehe? Ja, aber hier gibt's auch nicht viel, ne? Ja, komm, ich gehe weiter in die Wohneinheiten. Also, ja, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, es gibt in dem Spiel... Es gibt da sowas wie, ja, hier ist ein gelber Faden, hier geht's weiter, gibt es nicht. Eigentlich nicht gut für mich, weil ich mich doch verlaufe wie nichts Gutes. Aber wir werden sehen. So. Okay. Sieht schon mal nicht so gut aus. Systems P. Check-in and Payment, Step 1. Please log in with a personal ID. Das kriege ich hin. Kriege ich da irgendwie auch eine Erklärung? Muss man da Geld reinwerfen? Okay, man soll sich mit seiner persönlichen ID anmelden. Step 2. Before proceeding, please take a moment to view a message from your volunteer partners. Erstmal Werbung angucken, genau. Schritt 3. Step inside and enjoy the refined comfort of the living quarters designed for your relaxation and luxury. Okay. Ey. Oh! Ich habe nur noch 2 Schuss, Moment. Zack, jetzt habe ich wieder 3, richtig? Ja, ach schön, habe ich... Also gut, sich umzugucken hier, der liegt. So, also wir melden uns mal an. Mit unserer ID 9771. Junge, der Bildschirm macht mich irre. Ist ja schlimmer als meiner. Achso. Ich muss jetzt Werbung gucken. Okay, alles klar. Machen wir gleich morgen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Genießen Sie Ihren Abend.
Hallo? Das sieht nicht gut aus. Aua, aua, aua. Der haut mich. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah. Was ist denn hier los? Wieso renne ich denn weg? Wo bin ich denn hier? Warum rennt der mir hinterher? Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt wegrennen muss. Geh auf, Tür. Kommt der mir nach? Wir brauchen diesen Ingenieur Frank dringend. Die Finanzprognose interessiert mich nicht. Die Sache wird wegen der ganzen ASN-Probleme langsam haarig. Sagen Sie dem Ingenieur, dass er dieses Terminal aufsuchen soll, sobald er die Gelegenheit dazu hat. Aktuell trage ich mein KHW nicht ständig bei mir, sonst würde ich das verdammte Teil im Nu überladen. Ich mache jetzt Mittagspause. Später. Ich entnehme dem, dass ich es überladen soll. Da oben das wahrscheinlich. Also zuallererst mal, was war denn das gerade für ein Vieh? Und kann ich das hier die Tür zumachen? So. Das bleibt da zumindest mal draußen. Kann er Türen öffnen? War der, also... Raum 4C, 13C, wahrscheinlich 14. Ich will mich hier erstmal umgucken. Apartment von Samuel Lee. Okay. Ever since I got back from the perimeter check, I've felt off. Headaches, eye strain, but there are moments when I feel like someone is talking to me. Almost sounds like my own voice too. That sounds crazy. Junge, red mal ein bisschen schneller. Lee's taking care of me. Lee? Ist das nicht Lee, der da spricht? Ist doch das Apartment von Samuel Lee. Okay, Moment, da steht irgendwie was. Brandschutz- und Sicherheitsprotokoll. Verhalten im Brandfall. Betätigen Sie den Alarm. Kontaktieren Sie die Wohneinheiten-Koordinatorin Jackie Huntley. Gehen Sie keine Risiken ein. Schließen Sie alle Türen hinter sich. Erstatten Sie am Versammlungs- und Brandschutzprotokollpunkt der Rezeption Bericht. Verlassen Sie den Bereich über den nächsten Ausgang. Das ASN wird alarmiert und schickt den nächsten Typ 5 zur Hilfe. Setzen Sie das Brandschutzprotokoll nicht außer Kraft, es sei denn, Sie sind dazu befugt. Kehren Sie nicht in den Bereich zurück. Ich kann hier ein bisschen in seinen E-Mails schnüffeln, ja? Von John Cooper, Anlagebetrieb und Sicherheit, an Samuel Lee, Allgemeinmediziner. Hey Lee, seit ich die Perimetersicherung vorgenommen habe, habe ich schreckliche Kopfschmerzen und sehe ganz verschwommen. Haben Sie vielleicht einen Tipp, wie sich das lindern lässt? Danke. Von Samuel Lee, Allgemeinmediziner. Hi Coop. Tut mir leid, das zu hören. Wie lange waren Sie denn zur Perimetersicherung draußen? Versuchen Sie erst einmal, möglichst wenig Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen. Nehmen Sie nach Bedarf Aspirin gegen die Kopfschmerzen und schauen Sie, ob sich die verschwommene Sicht durch Augentropfen bessert. Von John Cooper, Anlagenbetrieb und Sicherheit. Ich weiß nicht, wie lange ich da draußen war, Lee. Habe Gedächtnisprobleme. Kann nicht schlafen, bin zweimal außerhalb meines Zimmers wach geworden. Fühle mich wie benebelt. Ich kann immer noch nicht richtig sehen und habe das Gefühl, ich bilde mir Sachen ein. Ihre Symptome machen mir Sorgen, Coop. Bleiben Sie in Ihrem Zimmer und ruhen Sie sich aus. Ich schaue dann später bei Ihnen vorbei. Kopfschmerzen, was ist das hier? Mögliches Problem. Von Lee an Union Plaza
Headquarter. Ich teile hiermit offiziell mit, dass mir der Zustand des Angestellten John Cooper Sorge bereitet. Er leidet derzeit nicht unter Fieber, hat aber, seit er vor kurzem die Mondoberfläche betreten hat, folgende anhaltende Beschwerden. Migräne, Lichtempfindlichkeit, verschwommene Sicht, Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis und dissoziative Reaktion, allgemeine Verwirrtheit und 2 Vorfälle, bei denen er geschlafwandelt ist und an die er sich erinnern kann. Es könnten noch mehr gewesen sein. Ach so. Hat er ja gerade gesagt, dass er an anderen Orten... Im Labor wurde eine leichte Dehydrierung festgestellt, was aber nicht all seine Symptome erklärt. Hinzu kommt, dass seine Pupillen nur langsam reagieren. Wo waren wir denn? Und dass er von visuellen Erscheinungen berichtet. Ich befürchte, dass das auf eine Verschlechterung der kognitiven Leistungsfähigkeit hinweisen könnte. Einige Ergebnisse seiner Untersuchung waren besonders besorgniserregend. Ich habe ihm geraten, vorerst in seinem Zimmer zu bleiben und sich auszuruhen, in der Hoffnung, dass das so etwas Stress abbauen kann. Aktuell bin ich der Meinung, dass eine Notfallabholung nötig ist, aber ich wollte den Prozess für die Genehmigung des Antrags schon mal in die Wege leiten, falls es doch dazu kommen kann. Also er ist nicht der Meinung. Also, okay, was haben wir hier? Von Jackie Huntley, Wohneinheitenkoordinatorin. Hi Sam, ich sehe im Moment ein wenig unscharf und wollte fragen, ob Sie vielleicht Augentropfen oder so etwas für mich haben. Falls ja, lassen Sie mich bitte wissen, wann ich Sie bei Ihnen abholen kann. Okay, das kenne ich doch irgendwoher, ja? Hi Jackie, ich habe ein paar Augentropfen für Sie, aber ich würde Sie auch gern untersuchen. Ich kann zu Ihrem Zimmer kommen. Wann würde es Ihnen denn passen? Und hatten Sie in letzter Zeit Kontakt zu John? Von Todd Lenzer, Koordinator der Einkaufscenteranlage. Hey Doc, ich hoffe es geht Ihnen gut. Ich habe seit letzter Woche ständig Kopfschmerzen. Vielleicht habe ich mir ja dasselbe wie John angefangen. Haben Sie was Stärkeres für mich als Aspirin? Danke. Wann hatten Sie zuletzt mit John Kontakt? Ich würde gerne ein paar Untersuchungen durchführen. Ich komme demnächst zu Ihnen. Okay, der nimmt es auf jeden Fall ernst. Also irgendwas hat John. Und jeder, der mit John irgendwie Kontakt hatte, hat dann auch Kopfschmerzen und verschwommene Sicht und sowas. Erstmal gucken, ob da noch zu ist. Wie geht das? So. Okay. So, also hier komme ich nicht weiter. Okay, ich muss da oben dran ballern ordentlich. Krieg ich hin. Warte. Ich gehe mir da drin gleich neue Batterien holen. Der hat ja so viele, ne? Man muss nur gescheit zielen. Ja, nee, holen. So. Hey, ich laufe gern voll. Moment, sind die Core-Kerne 05? Sind das diese, ist das dieser Roboter? Da. Okay. Der steht hoffentlich nicht mehr auf. Da ist noch ein Akku. Gummihandschuh. So, LQ01. Junge, hier. Ist schön, dass hier Tapete dran ist, aber die geht gerade ab. Hallo? Kannst du dich bewegen? Na, bevor ich will erstmal mich hier umgucken. Aber den da hinten, der macht mir irgendwie... Sitzt der da? Steht der da? Ist er stehen geblieben? Was ist denn mal in diesem Raum?
Ist mir auf jeden Fall nicht geheuer. So. Krass, wir haben eine Taschenlampe am Helm oder was? Warum nutzen wir die nicht immer? Warum willst du mich veräppeln? Okay, hier geht's schon mal nicht lang. Wo bin ich hier? In einem Videoaufnahmeraum oder was? Mal wieder zumindest mal ein Zettel. Hey Rob, ich hab an der Rezeption eine Überraschung für dich hinterlassen. Deine zukünftige Ehefrau. Da ist eine Hundepfote unten dran. Videoüberwachungsterminal, Kamera und Tür. Erstmal, bevor ich jetzt hier was mache. Ja, okay, hier liegen überall Akkus rum. Das ist gut und schlecht gleichzeitig irgendwie. So, was steht denn hier Feines? Komm, das so. Wohneinheiten, Einrichtungen, Rezeption, Konferenzraum, Lounge, Arzt, Batteriebehälter, Eventraum, Videoüberwachung, Waschsalon, Recyclingstelle, Typ 05, Verkaufsautomaten, Apartments, Raum, Gäste frei. Bewohner. 1b, Julie Huntley. Die hatte, glaube ich, nur verschwommene Sicht, soweit ich mich noch erinnere. Frank Headlands, das war der relativ freundlich war und erstmal gesagt hat, hey, Doktor, wie geht's dir? Der hatte aber auch ein bisschen Kopfweh und hat nach was Stärkerem, glaube ich, wie Aspirin gefragt. Kai Koyama 04b und Samuel Lee 14c. Samuel Lee ist der Doktor, so weit waren wir schon. Keine Ahnung, ob ich das jemals brauchen werde. Halt. Also grundsätzlich 04a. Nee, 04b. Da, obala. Moment. Komme ich da drunter? Ich kann nicht lesen. Weiß nicht, ob ich da drunter komme. 04b. So. Also, Kamera. Keine Übertragung. Moment. Da steht ein Herz dran, hast du gesehen? Guck da jetzt rechts. Da ist ein Herz dran. Okay, wir gucken erstmal grundsätzlich. Wenn wir hier irgendwas Verdächtiges sehen. Nicht unbedingt. So, ich könnte mir jetzt halt so vorstellen. Waschsalon. Ist das vielleicht der Waschsalon? Ne, ist die Rezeption, hat sie ja gesagt. Wir gehen mal in die Rezeption. So, pass auf, guck. Bisschen höher. Also, hoch. So, und jetzt zoomen. Ah, gucke. 1041. 1041. 104. Moment. Ich zerstöre hier gerade. Nichts gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob der automatisch das aufschreibt. Kamera, ja. Ins Mikrofon reden muss ich. Ich weiß nicht, ob der das automatisch aufschreibt. 1041 Retze. Und das ist wer gewesen? Rob. Für Rob.
Okay, für Rob. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Block C. Noch ein bisschen umgucken hier. Ist halt ein Haufen Müll einfach nur. Block C. Ich könnte mal in Block B gucken. Kann ich hier auf Block B irgendwie gehen? Keine Übertragung. Block A und B. Weil ich könnte nämlich da mal gucken. Also grundsätzlich ist es ja so. Der Roboter da, der hat sich vorhin vor mir aufgebaut und hat dicke Arme gemacht und ist auf mich zugegangen und ich habe halt einfach Schiss gekriegt. Vielleicht hätte er auch einfach Hand ausgestreckt, hätte gesagt, hier, guten Tag, Neuankömmling, wie geht es dir? Mir geht es gut. Aber, Entschuldigung, aber das war schon irgendwie gruselig, ja? Und deshalb traue ich der Sache irgendwie nicht so. Aber Block B scheint einigermaßen... Was passiert eigentlich bei Tür? Türsteuerung. Moment. Ach, das ist die Tür da hinten. War da aber gerade eben... War da gerade eben einer zu sehen? Okay. Also, ich habe einen Code gekriegt, irgendwas an der Rezeption für Rob. Ich weiß aber nicht genau, was ich damit anfangen soll. Bin ich hier nicht reingekommen? Nee, da war das Tor, gell? Moment, ich bin hier, glaube ich, reingekommen. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung, das sieht hier alles gleich aus. Wo bin ich hier? Türzugang. Es steht hier nirgends, wo man ist. Weißt du, so ein Dingens hier geht's hin zur so und so. Okay, ich bin... Ich habe keine Ahnung, ob der sich jetzt nochmal... Der sich jetzt nochmal bewegt. »04B. Ich muss darüber.« Aber da steht dieses Vieh. Wieso steht der bei den Mülltonnen? Ach, ich könnte ihn aussperren. Ich hoffe, dass der keine Türen aufmachen kann. Gibt's hier nur einen oder gibt's hier mehrere? Okay, so. Also ich habe keine Ahnung, ob es hier einen oder nur mehrere gibt. Der ist auf jeden Fall mal da draußen. Ich muss da aber hin. Genau da, wo er steht, muss ich hin. Ich gucke mich jetzt hier erstmal in Ruhe um. Und ich hoffe... Haben die da einfach eine Tapete von hier hingemacht? Wahnsinn. Ich hoffe, dass er keine Türen öffnen kann. Moment, ich gehe hier ins Zimmer 02B.
Kann er jetzt Türen öffnen oder nicht? Okay, Frank Headlands. Der hat eine Dusche. Hatte ich auch eine Dusche? Ja, aber die war nicht beleuchtet. So. Okay, er kann Türen öffnen. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ich hoffe, dass er nicht hier reinkommt, wenn er nur da vorne patrouilliert. Ich warte jetzt mal, bis er vorbeilatscht, weißt du? Es latscht natürlich nicht mehr vorbei. Also wenn er nur den Hauptweg patrouilliert, weißt du? Aber nicht in die Zimmer guckt. Das wäre ja perfekt, weil dann sieht er mich ja nicht, hoffe ich doch. Ich gucke mich hier mal um, so. Von Kai Koyama an Union Plaza Besatzung. Hallo. Wie Sie vielleicht bereits bemerkt haben, hat das ASN fälschlicherweise das Abriegelungsprotokoll eingeleitet. Vermutlich hat das Mondbeben neulich eine Art automatische Reaktion ausgelöst. Manche Türen funktionieren weiterhin ganz normal, aber andere erfordern vorübergehend Keycodes, die den Sicherheitsstatus umgehen. Moment. Genau. Die werde ich nach Bedarf an Sie herausgeben. Alle Einheiten von Typ 05 scheinen im Moment abgeschaltet zu sein. Okay, der patrouilliert hier einfach. Das scheint immer derselbe zu sein. Das ist schon mal aber gut zu wissen, dass der sich dann oben hinstellt, irgendwas macht und dann unten hin. Weil unten muss ich da hingehen. So. Ich muss gucken, wo er hingeht. Keine Ahnung, geht halt einfach. Ich lese hier jetzt erstmal weiter. Der sieht mich hier nicht, ich bin relativ sicher, ich muss nur leiser lesen, ne? So. Alle Einheiten von Typ 05 scheinen im Moment abgeschaltet zu sein. Sollten Sie die für Ihre Aufgaben benötigen, möchte ich Sie bitten, sich vorläufig eine Alternative zu suchen. Aufgrund der Lebenserhaltungssysteme kann das komplette System nicht zurückgesetzt werden. Das heißt, ich muss das Problem stückchenweise angehen. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Belege des letzten Quartals von Frank Headlands. Der Frank ist kaufmännischer Leiter an Julie Huntley, Kundendienstleistungsmanagement. Hallo Julie, könnten Sie mir die Wäschereibelege vom letzten Quartal besorgen? Danke. Sicher doch, Frank. Als ich vorhin vorbeigeschaut habe, waren Sie gerade nicht da. Also habe ich sie für Sie bei der Rezeption abgegeben. Sagen Sie Bescheid, falls Sie noch was brauchen. Ich habe sie jetzt bekommen. Danke, Julie. Okay. Wäschereibelege von Frank Headlands an Julie Huntley. Hi. Bevor ich es wieder vergesse, könnten Sie mir bitte die Belege vom letzten Quartal schicken? Habe ich das nicht gerade? So. Frank, die habe ich vorhin für Sie abgegeben. Hatten Sie die nicht schon von der Rezeption abgeholt? Oh, stimmt ja. Ich habe sie hier. Tut mir leid, ich bin in letzter Zeit zu vergesslich. Vielleicht liegt das am Schlafmangel. Auch das ist ein Symptom, das der Dingens da beschrieben hat. Let's gucken. Ich würde gern mal wieder speichern, wenn ich dürfte. Aber ich finde hier nichts zum Speichern, so. Wo ist er denn gerade? Links oder rechts? Ey, Mann, wieso mache ich nicht einfach die Tür zu?
Wo ist er gerade? Wo ist er gerade hin? Der steht da und guckt das Fenster raus. Das ist jetzt sehr ungünstig. Kann mir irgendwas werfen? Also ja, ich kann das... Ich kann mal probieren, auf ihn zu schießen. Aber... Vorhin habe ich ja irgendwo gelesen, dass man das halt eben nicht machen soll. Auf ihn schießen. So, also, muss ich überhaupt auf ihn schießen? Ich meine, der läuft ja nur rum. Junge, bin ich erschrocken. Rechts gegangen, da hinten läuft er. Shit. Ich komme hier nicht rein. Bin fest. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Also... Pass auf. Ich hänge hier dauernd fest. Ich will ja eigentlich da hinten hin. Folgende Bereiche werden abgeriegelt. Waschsalon. Falls Sie Bedenken hinsichtlich des Brandschutzprotokolls haben, benachrichtigen Sie bitte einen Mitarbeiter an der Rezeption. Nicht gut. Okay. Also hier ist... abgeriegelt. Was war nochmal... Was war nochmal das Dingens, das Protokoll? Was sollte man machen? Also irgendwas... Moment, was hat er da eigentlich geguckt? Gehen die automatisch auf? War das gerade? Junge, mache ich. Ich verstecke mich einfach wieder. Ja, der könnte jetzt mal wieder herkommen. Ich verstecke mich da. Okay. Wieder nach rechts, Mann. Ich will doch, dass er nach links geht. Okay, der hat jetzt aber doch das Zimmer gescannt. Und ich weiß immer noch nicht, ob er mir friedlich gesinnt wäre oder nicht. Okay, wir müssen da hinten hin. Kann der mich nur sehen, wenn er mich so scannt? Und wo ist er jetzt wieder?
muss da halt nachher... Ich will, dass er nach links geht. Der soll mal wieder nach links gehen, Junge. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem. Ich habe halt einfach nur Schiss. Okay. Stell dich darüber. Ich mache hier zumindest mal die Tür zu. Das bringt nicht viel. Er kriegt die Tür wieder auf, das weiß ich. Aber so höre ich ihn zumindest, wenn er wieder kommt. So. Junge, das ist ja hier ein Riesen... Okay, da ist zu dunkel, da sehe ich nichts. Da kann ich es vergessen. Ich brauche... Also ich habe ja eine Taschenlampe am Kopf, aber irgendwie benutzt er die nicht. So, was haben wir hier? Multi-Assistant Component Helper. Apartment von Mike Ford. Oh, den haben wir noch nicht. Von dem haben wir noch nichts gelesen. Okay. Pass auf, erstmal E-Mails checken. Alter. Seien Sie gegrüßt, Mondreisender. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise durch das Weltall. Okay, er hat die Tür nicht aufgemacht. Junge. Okay, nochmal. Bin ich hier jetzt sicher? Kann ich hier in Ruhe lesen? Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise durch das Weltall. Hier auf dem Mond können Sie alle Annehmlichkeiten genießen, die Union Plaza zu bieten hat. Schauen Sie in unserem Souvenirshop vorbei, um ein Andenken für Ihre Lieben zu besorgen. Und statten Sie O'Neill's Electronics einen Besuch ab, um sich auch eine Kleinigkeit zu gönnen. Sie haben es sich verdient. Freue ich mich aber. Oh, und eine Sache noch. Sie sind im Urlaub. Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit Hausarbeit. Tragen Sie sich für unsere umfassenden Wäscheservice ein, um jede Sekunde hier voll auszukosten. Das Abenteuer wartet Sie. Begrüßungskomitee Union Plaza. Ja, das klappt ja nicht so gut, ne? So, an Sarah Lang. Hi Sarah. Ich weiß, du meintest, du bräuchtest jetzt erstmal Abstand, aber ich wollte dir nur Bescheid geben, dass ich wohlbehalten angekommen bin. Von Union Plaza Gast Mike Ford. Okay. Die Reise hierher war der Wahnsinn, genau wie ich es mir vorgestellt hatte. Die Zimmer sind gemütlich und ziemlich cool. Ich glaube, dir hätten unsere Flitterwochen auf dem Mond gefallen. Ich bringe dir auf jeden Fall ein Souvenir mit. Wie sie will Abstand, okay. Also das scheint ein Tourist quasi zu sein. So, von Union Plaza Gast an Sarah Lang. Hi Sarah. Ich habe heute richtig viel Zeit in der Spielhalle verbracht. Hier ist es nicht so voll, wie ich gedacht hatte. Im Gegenteil, sogar recht leer. Du stehst ja so auf süße Roboter, also habe ich das perfekte Geschenk für dich besorgt. Du wirst dich total darüber freuen, da bin ich mir sicher. Vielleicht kann ich es dir gleich an dem Tag vorbeibringen, an dem ich zurückkomme. Ich vermisse dich. Hi Sarah, ich hoffe, meine Nachrichten sind bei dir angekommen. Ich muss gleich los zur Tram. Bald bin ich wieder zu Hause. Ich habe meine Taschen schon gepackt und bin bereit für die Abreise. Ich liebe dich. Okay, also es gibt hier auch halt einfach normale Touristen oder so. So, und das beschreibt er hier also als ziemlich cool. Na gut. Der kommt von rechts. Der steht jetzt direkt vorne dran, oder? Ich werde jetzt natürlich nicht die Tür aufmachen, wenn er da... vorne dran steht. Da ist einer! Weg, 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 weg! Hat er mich gesehen?
Scheinbar muss er wirklich erst scannen. Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Der rennt also nur rum und der sieht dich nur, wenn er scannt. Scheiße ich mir hier in die Hose. Krieg mal locker hin. So, hier wollte ich eigentlich gar nicht rein. Okay, hier ist zumindest mal... Da vorne wäre ein Speicher... War ich hier nicht schon? Also, ja, ich war genau an so einem Terminal, das genauso blutverschmiert war. Moment. Und da unten liegt dann der Stoff und sowas rum? Nee, das ist ein anderes. Und das hier ist die Tram oder so, gell? Hier kann ich zur Station, genau, zur Lobby. Lobby? Komme ich da her? Okay, ich will mich... Muss ich hier auch irgendwie was freischalten? Wie ist meine ID? 9771. Vielleicht merke ich es mir irgendwann. Vielen Dank für Ihre Zeit. Genießen Sie Ihren Abend. Okay, dann vergiss das. Da hinten im Eck ist übrigens ein Speicherdingens. Da. Kam ich von hier dran? Nee, ich bin zu weit weg. Oder wird er vielleicht... Oder bemerkt er, wenn hier Tür auf und zu geht? So, pass auf, soll ich sagen, was ich jetzt halt mache? Ich verstecke mich jetzt hier hinter der Kiste. Oder auch nicht. Denn dann kann ich nämlich das Dingens nicht benutzen. Erstmal speichern, so. Okay. Aufgaben. Keycode läuft. Abgeschlossen. Brandschutzprotokoll läuft. Apartments 3B und 4B in der Waschsalon sind aufgrund des Brandschutzprotokolls gerade abgeriegelt. In 4B muss ich rein. Da ist Kai. Und von ihr brauche ich den da. Die ID. Und den ASN-Code. Ich glaube, das ist so mein übergeordnetes Ziel, das ASN, das aktuelle Software-Network oder Assistance, sowas abzuschalten. So, Videoüberwachung läuft, was das... Vielleicht verraten mir die Kameras im Videoüberwachungsraum etwas. Ja, vielleicht kriege ich ja den Code. Vielleicht kann ich bei ihr ins Zimmer gucken oder so. Lebt eigentlich Kai noch? Okay, da müsste jetzt zugestellt sein, ja. Okay. Ach, das ist die Rezeption. Da, okay, oder eine Rezeption. Moment. Hallo Jules, mein Wäschesack ist unter meinem Schreibtisch. Ich habe den neuen Keycode für die Rezeption für später über das Terminal geklebt. Keycode für die Rezeption. Hab ich 1041. Ich habe noch einen Arzttermin. Hoffentlich hat Rob bei der Videoüberwachung keine gute Sicht auf meine Schmutzwäsche. 1000 Dank, Schwesterherz. Okay. Schwesterherz also, ja. Ich schätze mal, damit komme ich in die Rezeption. So, was steht hier? Der Waschsalon.
Irgendwas ist im Waschsalon. Ich guck mal, ob ich reinkomme. 1041. Das weiß ich doch. Ja, jetzt mach auch die Tür auf. Kann man auch hier wieder zumachen? Okay, ich hoffe, dass ich hier drin jetzt einigermaßen sicher bin. So. Ach so, gucke. Da muss irgendwo... ach da ist die Kamera. So, was sagt das Ding hier? Klicken zum Beenden. Der Waschsalon in den Wohneinheiten ist aufgrund des Brandschutzprotokolls abgeriegelt. Klicken zum Beenden. Die folgenden Bereiche sind nun zugänglich. Waschsalon, yeah! Okay, sehr gut. Ich wusste gar nicht, ein Waschsalon. Aber halt, da hinten ist halt, Moment. Also, da ist eine Tür, die zu den Dingern 4b und dem Waschsalon führt. Ich weiß halt nicht, ob das direkt Waschsalon ist. So. What the hell? A type 5 just attacked someone. Killed them. Okay, dachte ich. Dass ich wirklich vor den mich in Acht nehmen soll. I swear it was stuffing his body into a bag. God. I think it was a recent Union Plaza guest. This must be tied to the perimeter check in the ASN. I know it. I need to do something. Ich will den Wäschesack suchen von ihr. Nein, jetzt nicht, weil ich hier ihre Wäsche durchwühlen will. Doch. Ja, weil da vielleicht ein Keycode oder sowas drin ist. Okay, also auf jeden Fall kann ich hier schon mal... So. Erstmal speichern. Okay, also. Das ist schon mal gut. Ich glaube, den Code für die Rätze werde ich jetzt wohl nicht mehr brauchen. Streich den mal weg. Ich guck mal. Aufgaben. Da guck. Videoüberwachung, Brandschutzprotokoll habe ich abgeschlossen. Ah, die Apartments 03b, 04b und der Waschsalon sind jetzt zugänglich. So, sehr gut. Also das ist ganz oben rechts da. Da müssen wir hin. Da kriegen wir die ID von Kai her. Videoüberwachung abgeschlossen. Kameras im Videoüberwachungsraum. Okay, das war dann wohl das für die Code für die Rätze. Jetzt fehlt mir noch der ASN-Code, der Zugangscode von Kai. Und das war's eigentlich. Hey, wir sind gut dabei, oder? Ja, Ast rein. Es läuft, es läuft. Ich wollte gerade eine Mischung machen, auch es läuft und es läuft. Es läuft. Naja, so was haben wir sonst noch. PIN für Anreiseaufzug und dann die Rezeption. Okay, also falls ich schreibe es mir mal trotzdem besser auf. Rätze. Anreiseaufzug 9374. Junge, das sieht jetzt schon... Ich habe 2 Zeilen aufgeschrieben und es sieht schon aus wie Sau. Ja, wie im richtigen Leben hier. Medien. Was haben wir denn für Medien? Oh, was ist das da? UC-Spielzeug? Ach so, ja, das kenne ich. Das habe ich vorhin gesehen. Was ist dieses Roboter-Dingens da? Dieses eckige da. Junge, ist ja gut. Ja. Blämmer nicht so ins Ohr. Alter Falter, ey. Hi, T, come play with me. Ah, ne, UC. So, okay, alles klar. Sieht der mich hier? Also, er sieht mich ja nicht, wenn ich scanne. Oder? Nee. Moment, was ist da drüben? Schwierig zu sagen. Steht da? Da ist Zimmerbelegung, glaube ich. Und da steht dieser weiße Zettel da unten. Egal. Okay. Ja, Stopp. Wo ist ein Stopp? Da unten? Ah, ja. Ich traue der Sache noch nicht so ganz, ne? Also, der hat ja hier gerade gesagt, hier die Features, also ich schätze, dass das da die Dinger sind, die 05, die er die ganze Zeit meint. Und die sind halt gefährlich, ja. Ich meine, jetzt mal out of character hier. Wir sind hier in einem Horrorspiel. Natürlich sind die gefährlich. So. Hardware, haben wir noch ein bisschen... Da waren wir schon überall, gell?
Ich bräuchte noch so ein Modul oder so. Ach ja, neue Module gibt's im Laden, im Elektroladen, haben sie doch gesagt. Soll ich da vielleicht mal hingehen? Ist vielleicht eine gute Idee, oder? So, der ist da runtergegangen. Ich probier's mal. Ich habe gar nichts gemacht. Was war das für ein Geräusch? Ach so, das ist die Verbindung unterbrochen. Ja, okay. Auerle. Auerle. Hier weg! Lass mich raus! Ich will nix. Ah. Findet mich hier bestimmt nicht, oder? Ich komme hier nirgends anders hin. Ich bin hier in der Ecke. Komm, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Ja. Steht immer noch da. Steht der jetzt da und wartet auf mich? Ich will doch aber eigentlich da hinten hin. Was will ich denn hier? Das macht mir gerade gar keinen Spaß hier, wenn der hier so rumschleicht. Er hat mich gesehen! Ja! Aua. Geh weg! Geh weg! Ich kann dich nicht leiden. Ich kann dich wirklich nicht leiden. Geh einfach weg, geh einfach weg, geh einfach weg. Ich versteck mich hier, er hat mich nicht gesehen, oder? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, er traut sich nicht ins Zimmer rein? Da waren wir schon drin, wir müssen... Oder sollen wir mal in den Waschsalon probieren? Ich war aber da hinten noch nicht fertig. Okay. Nein, er wird mich sehen, er wird mich sehen, er wird mich sehen. Hallo. Ah, aua, aua. Wo ist er? Aua. Oh, das hat gar nichts gebracht, das hat gar nichts gebracht. Hilf mich. Oh, ich kann einfach wegfahren. Boah, weißt du was? Das ist mir hier zu hardcore gerade. Ich fahr jetzt weg. Tschüss. Also, fahr weg, das ist ein Aufzug. Okay, das ist mir gerade einfach zu viel. Das ist mir einfach zu viel. Jungs, ich bin dafür nicht geeignet. Mann, ey. Okay, aber ich schreibe mir auf, was los ist. . 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
scheint keiner hier zu sein. Ich schreibe mal da hinten auf, dass ich in den... Wäscheraum ist offen. In den Quartieren. So. Okay, hier Block A bis D, was ist das? Ach, das ist der, wo da unten kaputt war, gell? Okay. So. Ich weiß nicht, ob hier nicht auch einer ist. Ach, da ist die Straßenbahn. Boah, da ist so wenigstens mal eine Speicherstätte. Das ist... Nee, das ist... War ich hier schon mal? Ich habe keine Ahnung. Ja, muss ich noch näher dran gehen? Kann ja wohl nicht sein hier. Okay, also Aufgaben. Nochmal gucken hier. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Du siehst nicht direkt, was deine Aufgabe ist, also dass du jetzt da rein könntest, aber ja. So. Ach, das ist die... Kann ich da runter? Nee. Ich habe keine Ahnung, aber ich will da einfach nicht mehr hin. Ich will da einfach nicht mehr hin. Ich bin ein Angsthase, ich weiß es. Aber es geht mir halt einfach nur darum... Huch, da schreibt jemand im Chat. 12:37 Uhr, vor 10 Minuten ist das Indiana Jones. Nee, das ist doch kein Indiana Jones, Mann. Das ist, Stimmt. Hat was von Indiana Jones, also dem großen Kreis. Pull and Slide. Ist Routine, irgendein Horrorspiel halt. Achso, ich könnte mal ein bisschen was... Pass auf, ich will mal ins Einkaufscenter, so. Ich könnte mal ein bisschen was zum Spiel erzählen, ne? Ich weiß auch nicht viel davon, außer dass es war, glaube ich, 18 Jahre oder so in der Entwicklung. Irgendein paar Entwickler haben halt angefangen und rumentwickelt, dann haben sie es wieder, weißt du, wieder sein lassen, sowas, dann in der Freizeit wieder ein bisschen rumentwickelt, sowas, und irgendwann haben sie dann halt einen Publisher gefunden und ich habe 3 oder 4 Game Engines durchgemacht. Wahrscheinlich haben sie, keine Ahnung, bei Unreal 1 angefangen oder so, keine Ahnung. Und nach 18 Jahren ist es jetzt dann doch irgendwann mal auf den Markt gekommen oder fertig geworden, so. Und bin ich darauf aufmerksam geworden? Ich habe keine Ahnung. Weil, wie gesagt, eigentlich ist das gar nicht so mein Spiel. So, merkt man, dass ich gerade tierisch Schiss habe und deshalb plapper. So, erstmal speichern. Okay. Gucken wir uns. Ich hoffe, dass es hier wenigstens irgendwo sicher ist. Also so ganz schlimm sind die Dinger noch nicht. Man kann halt abhauen. Der nimmt dich halt, ne? Und dann schmeißt er dich erstmal weg, dann kannst du nochmal abhauen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich aber auch einfach nur gut. Unsterblich oder so. Vielleicht machen die einem gar nichts, außer einen zu nehmen am Grabwutschel, der schmeißt ihm halt rum und das reicht mir schon, damit ich mir in die Hose mache. Okay, da ist noch eine Rezeption. Ist das Runde da? Junge! Junge! Mein Herz! Mein Herz! Hallo! Also ich soll mich hier einchecken oder was?
Man muss sich anmelden, wenn man in die Mall will. Okay. Was ist das da? KHW Ultrasichtmodul und Sicherheitsmeeting. Oh, das hört sich gut an. Zielsetzung des Meetings. Diskussion des potenziellen Risikos, das das KHW Ultrasichtmodul für die Sicherheit in Union Plaza darstellt. Ein potenzielles Risiko? Was ist denn Ultrasicht? Tagesordnung. Ich hab Angst, dass da jetzt einer kommt, so. Diskussion des bereits bekannten Problems, dass Fingerabdrücke auf Terminals sichtbar werden. Aha. Hä? Die Sicherheit in Union Plaza. Ach so! Wenn du siehst, wie jemand was eingetippt hat oder was. Okay. Resortgäste haben Beschwerden gegen Kinder eingereicht, die das KHW auf sie richteten und lachen, sowie eine allgemeine Beschwerde wegen Lärmbelästigung in der Mondlobby direkt vor O'Neill's Electronics. Allgemeine Diskussion der Vor- und Nachteile des KHW Ultrasichtmoduls. Aktionspunkte. Beschaffung eines Ultrasichtmoduls von O'Neill's Electronics, um die Fähigkeiten der Ansicht von Terminals in verschiedenen Szenarien zu testen. Okay, wir müssen zu dem KFC oder wie das heißt, Electronics gehen. Kaputte oder was? Ich habe auf den einmal geschossen, ne? Das hat überhaupt nichts gebracht. Was ist das? Push for Assistance. Independent kommt. Ach so, wirst du dann wach? Komm mal her. Mal pushen. Ja, tatsächlich. Hallo. Skyscraper. Ja, der meldet sich einfach mit WhatsApp. Das ist geil. Ich will auch einen Computer, der sich meldet beim Hochfahren so. WhatsApp. Ja, ich soll mich da anmelden, ich weiß. Jetzt sei doch nicht böse auf mich. Guck, wie die Klappe oben schön aufgeht. Das ist ein cooles Teil. Guck's dir an. So einen will ich auch. Nur die Stimme ist halt hardcore. So. Ja, ich weiß, dass ich mich anmelden muss. Lass mich erstmal ein bisschen umgucken. Ich fühle mich gerade so sicher und hell. Also im Hellen fühle ich mich sicher. Jesus, nee. Was ist denn da los? So. Okay. Man kann sich auch sonst... Ey, warte mal. Lagen da nicht irgendwo Batterien gerade? Ja, nee, das ist ein... Kann ich da noch ein paar benutzen? Nee. Lag da nicht irgendwo gerade noch Batterien rum? Ich bräuchte halt eine neue Ladung. Da. So. Okay, dann melde ich mich... da liegen auch noch. Melde ich mich halt an. Irgendwann merke ich sie vielleicht mal. 9771. So, überprüfe. Anmeldung erfolgreich. Was ist der Grund Ihres heutigen Besuchs? Ja, zum Spaß bin ich netto. So. Falls Sie hier sind, um am KHW-Modul-Sicherheitsmeeting teilzunehmen, begeben Sie sich bitte zum Konferenzraum M01 im Einkaufscenter. Das ist der Konferenzraum. Ganz im Ernst, der sieht nicht so einladend aus. Okay. Aufzug kann nicht gerufen werden. Danke, dass Sie eingecheckt haben. Ein Aufzug zum Einkaufscenter ist auf dem Weg. Aufzug kann nicht gerufen werden. Tor kann nicht geöffnet werden. Die Netzwerkverbindung wurde getrennt. Ja, wie jetzt? Das war mein einziger Monitor, den ich hatte. Was ist das da? Gesundheits- und Sicherheitsmitteilung. Aufgrund aktueller Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle ist das Tragen von Druckanzug und Helm sowie Ihre ID auf Ihrem Brustschutz zu jeder Zeit verpflichtend. Das stand bei mir auch im Zimmer. Okay. Komm. Hier, du hast doch gesagt, dass ich mich hier anmelden soll. Das geht nicht. Ey. Komm mal her, genau. Komm mal her. Zeig mir mal das mit dem Anmelden. Zeig mir mal das, komm. Ja, komm. Wie soll ich mich jetzt anmelden, hä? Merkst du selbst, ne? Aber sowas von. Was hast du?
Okay. Okay. I follow you. I will follow him. Or her. Follow him or her. Wherever she may go. Mann, diese IT ist einfach zu weit entwickelt. Jetzt tut sie mich schon beleidigen. Der ist Jackie. Jackie Chan? Ah, ne. Jackie? Das Ding, guck mal, wie der schön klappert vorne. An dem klappert alles, wenn er läuft. Ist das Ding knuffig. Junge. Ah. Maintenance and Delivery, Staff only. Irgendwas mit Leiter noch. Habe ich aber jetzt. Komme ich denn da hinten hin? Ich soll da runter. Okay, ich soll da runtergehen. Aber ich will natürlich erstmal gucken. Ich renne mal einfach da hinten hin. Renne ich überhaupt? Irgendwie nicht. Nee. Ich glaube, da ist so eine Schranke. Ich glaube, da ist eine Schranke, da kommt man. Okay, ich muss also da wohl runter, ja? Danke fürs Helfen. Okay, der war lustig, den mag ich, den IC. Der war lustig. Irgendwie. Auf seine eigene gruselige Art war er witzig. Starke magnetische Felder. Analoge Displays könnten verzerrte Bild kriegen. Irgendwie welche anderen Instabilitäten, okay. Wow. Okay, ich verstehe, was du meinst. Komm mal her. Er ist nicht wirklich besser geworden. Junge, das macht mir gerade alles Angst. So. Pass mal auf. Erstmal hier speichern, ja. Nicht Hardware. Junge, warte mal, ich bin falsch. Erstmal speichern hier. So, Fortschritt gespeichert. So, UC-Spielzeug. Ja, das haben wir gerade gesehen. Wir haben gerade live interagiert damit. Da waren wir schon. Haben wir jetzt noch irgendwie was anderes? Aufgaben. Oh ja, da. Nee. Da. Sicherheitsmeeting mit Kai. Nimm am Sicherheitsmeeting teil, um Kai zu finden und mehr Informationen über den Zugang zum ASN zu erhalten. Okay. Ich glaube, wir hätten halt wirklich noch in die Waschküche sollen, aber ich hatte zu viel Sorry, ich wurde hier gerade unterbrochen. Junge, das sieht eher aus wie ein Schwimmbad. Also die Tür... Also da komme ich nicht raus. Ja, okay. Mir ist so relativ klar, was hier zu tun ist. Guck mal, da steht es wahrscheinlich sogar. Erinnerung. Wenn euer KAW-Bildschirm verzerrt ist, nutzt bitte die Entmagnetisierungsfunktion des KAW. Das sieht so aus. Danke. Oh ja, es ist aber wirklich verzerrt. Guck mal. Okay, dann nutzen wir das halt. Jetzt sieht es wieder fein aus. So, was haben wir hier Feines? Das haben wir schon alles gelesen. Oh. Das da auch.
Wir machen Bilder lebendig. So, ich behaupte mal, dass... Ey, Junge. Was ist das hier alles? Also... So. Achso, ja, da muss ich wahrscheinlich... Da, guck. Wie startet man einen Server neu? Liebe Kinder, passt gut auf. So startet man einen Server neu. Hoffe ich doch. Oder? Hat das jetzt irgendwas gebracht? Muss ich vielleicht da drauf? Muss ich vielleicht erst... Kann ich da was runter? Muss ich das hier neu starten? Hopp, 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 hopp. Was ist das eigentlich? Also, ich höre was zischen. So startet man einen Server neu. Okay, ja, ich habe auf die obere Seite gezielt. Ich muss natürlich auf die untere Seite zielen. Lass mal kurz da reingucken. Auf die Relaisbox und nicht auf die Halterung. So, da ist gleich mal noch... Zack. So. Okay. Ja, super Sache. Es macht mich immer noch fertig, dass vorhin, als wir da irgendwo durchgeklettert sind, dass er da plötzlich eine Lampe im Helm hatte und angemacht hat. Und hier lässt er sie die ganze Zeit aus. Junge, warum denn das? Weißt du, warum lässt du die Lampe aus? Mach die doch die ganze... Oder geht das auch auf dem Akku? Hier liegen so viele Akkus rum, da kannst du ja wohl locker einen Wechselakku reinmachen. Aber wenn ich mir hier das da angucke, dann glaube ich, da ist nicht viel mit Taschenlampe. Was war jetzt das? Ist da irgendwer oder geht das halt einfach automatisch zu? Was steht da? No entry. Achso. Oh, Junge, übertreib's mal nicht. Ja, ist schön, dass ich da nicht rein soll. Aber das ist jetzt ein bisschen hardcore gewesen, so. Was leuchtet da denn so blöde? Scan, Pack, Pay. Ach, guck mal! Hat er mich schon gesehen? Ich hau einfach ab. Ich hau einfach ab, ist mir kackegal. Okay, dahin nicht. Ah, da stand auch gerade einer. Oh, habe ich jetzt 3 hinter mir oder was? Da ist... Einer. Geh rein, geh rein. Versteck dich. Oh, guck mal. Das ist eine Spielhalle. Okay, ich hoffe, dass er hier nicht reinkommt. Coole Spielhalle. Ich will hier in Ruhe meine Zeit verdatteln. Sogar schön mit Neonröhren und allem. Was ist das? Mad Hawk? Oh. Gunshow. Okay.
Okay. Ach so, Analogsticks. Wow. Ja, danke. Was ist denn? Moment. Das will ich nochmal. Ich muss mit den Analogsticks oder was? Ich hab's mit dem Steuerkreuz natürlich probiert. Ja, warum? Was ist das für ein dummer Quatsch? Okay. Ja, okay. Ja, so, ich habe Fragen. Zum Beispiel, wie spielt man das mit nur einem Analogstick? Also, ich musste jetzt beide Sticks, glaube ich, benutzen, oder? Ich weiß nicht. Ja, okay. Vor allen Dingen, du spielst doch... Das sind Nippel. Du spielst doch... Da ist ein Fingerabdruck auf dem Nippel. Junge, geht's noch? Du spielst doch ein Spiel, wo da digitale Eingaben vonnöten sind, wirklich nicht mit Analogsticks so. Ist noch was? Was ist das? Erstmal schön am Zocken. Ach, die blöden Killerroboter. Ist egal, erstmal schön zocken hier. So. Okay. Oben. Links. Oben. Ach, sind wir im Labyrinth? Oben, rechts, rechts, oben. Sind wir im Labyrinth des Minotaurus? Oben, rechts, rechts, oben. Alles klar. Ich habe nicht aufgepasst. Mann, bin ich schlecht. Sorry, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nach rechts geguckt auf den zweiten Monitor. Das machen wir nochmal. Sorry. Ja. Ich will hier was vom Spiel zeigen, aber auf der anderen Seite auch. Ja, nee, passt schon. Guck, das ist jetzt hier. Wenigstens kann man es mit digitalen Eingaben als mit dem Steuerkreuz spielen. Das ist schon mal gut. So, Konzentration, ja? Kriege ich hin. Aber man kann es übrigens nicht mit dem Steuerkreuz spielen. So. Der letzte ist immer nach oben, ne? Oben, rechts, oben, oben. Oben, rechts, oben, oben. Okay. Oben, links, rechts, oben, oben. Oben, links, rechts, oben und der allerletzte ist immer oben. Oben, rechts, rechts, links, links, oben. Oben, rechts, rechts, links, links, oben. Das einfach aufschreiben. Konzentration. Oben, oben, rechts, rechts, links, oben, oben. Oben, oben. Rechts, rechts. Links, oben, oben, oder? Jawohl. Ich komme so langsam an meine Grenze, echt jetzt. Oben, links, oben, oben, rechts, links, links, oben. Oben, links, oben, links. Mann! Ja, okay. Hier, reicht. Danke. Hier, neuer Highscore. Wahrscheinlich nicht. Junge, ich werde hier wirklich von allem geschockt. Security Office. John Cooper. Ah.
Ich finde das halt krass, dass die hier Tapete an die Metallwände geschmiert haben. Also nicht geschmiert. Okay. Okay, ich glaube, ich muss hier wieder irgendwo was rumschießen. Kann das sein? Also, da kommt zumindest mal Kabel raus, ja. Okay. Ey, ich finde es schön, dass das Spiel im Moment zumindest noch... Also so Panikmomente und dann wieder ruhige Momente. Ich mag ja sehr die ruhigen Momente. Ja, das sieht doch gut aus. Ich komme jetzt rein und dann ist ein Robot drin oder so. Kann man hier wieder zumachen? Nee. Na, gleich mal das Ding geschnappt. So. Das Ultraview-Modul. Gibt es hier auch eine Erklärung hier, genau. Da, guck. Also, Tagesordnung. Beschwerde gegen Kinder, habe ich vorhin schon vorgelesen. Lärmbelästigung, okay, alles klar. So, wo ist denn das? Ah, da ist ein... Ne, das ist nicht das Modul. I shouldn't be recording this. When I returned from the perimeter check, a Type 5 escorted me directly to the ESN. No explanation, and definitely not protocol. They'll bury it. I know they will. Was werden sie begraben? I know what I saw, but what was that? That thing sprouting from the body. Kay, get the footage. Make a copy. Don't let them hide it. Mach eine Kopie. Und was? Hat er eine Videoaufnahme davon? Oder von dieser Kassette hier? Okay, erstmal einen Schritt nach dem anderen. Also KHW Ultra View Modul Pro. Es ist ein populäres Modul. Das ist ein S. Es verkauft sich gut bei O'Neills. Und das ist der Laden, der am meisten Kohle eingebracht hat. Und Torch, eine Fackel. Was auch immer Fackel ist, keine Ahnung. Negativ, potenzielles Sicherheitsrisiko wegen Fingerabdrücke. Extra Lost Sir Deep Clean. Extra Kost. Soll das ein F sein? Also es kostet extra, das Ding gescheit zu reinigen. So. Ja, und es Fingerabdrücke auf dem Gerät halt. So, was ist das hier? Da hat einer beim Meeting gekritzelt irgendwas. Okay, kenne ich. Noch eine Blume? Noch eine Blume. Irgendjemand hat sehr viele Blumen gekritzelt. Ja, aber jetzt, ihr habt doch gesagt, dass ihr hier irgendwo so ein Dingens habt zum Angucken. Wo ist denn das? Ich will das sehen. Ich will so ein Modul haben. Oder habt das wieder mit... Ach, guck mal da. Hey, kleiner Mann. Du bist aber klein. Bist du der kleine Bruder von dem anderen da? Von dem Großen? Also. Wir gucken mal. Büro von John Cooper. Hier gehen wir mal E-Mail. So. Was haben wir hier? Von Kai Koyama, Sicherheitschefin an Cooper. Hi John, dieses Beben war ja ziemlich heftig. Haben Sie die Perimeter-Sicherungswarnung erhalten? Von John Cooper. Hey Kai. Allerdings, ich bin gleich mit der Wartung der Videoüberwachungsanlage fertig. Dann kümmere ich mich darum. Drinks. An John Cooper. Hey Coop, bleibt es dabei, dass wir später was trinken gehen? Du darfst diesmal auch den Getränkeautomaten aufsuchen. Super, hey, Wahnsinn. Freue ich mich aber. Das ist ein langer Text. Auf jeden Fall. Ich muss allerdings erst noch eine Perimetersicherung vornehmen wegen dem Beben. Aber ich komme zur Rezeption, sobald ich fertig bin. Alles in Ordnung bei dir, Coop? Als wir gestern was trinken waren, hast du so abwesend gewirkt. Mir geht's gut, danke. Ich hatte gar nicht gemerkt, wie spät es war, als wir uns gestern noch getroffen haben und war schon recht müde. Wahrscheinlich habe ich mir einfach was eingefangen. Muss mich vielleicht mal richtig ausruhen. Steht da irgendwo ein Datum dabei?
Nee. Okay. Abregelungsproblem. Von Kai an Union Plaza. Hallo. Wie Sie vielleicht bereits bemerkt haben, hat das ASN fälschlicherweise das Abriegelungsprotokoll eingeleitet. Vermutlich hat das Mondbeben neulich eine Art automatische Reaktion ausgelöst. Manche Türen funktionieren weiterhin ganz normal, aber andere erfordern vorübergehende Keycodes, die den Sicherheitsstatus umgehen. Die werde ich nach Bedarf an Sie herausgeben. Alle Einheiten vom Typ 05 scheinen im Moment abgeschaltet zu sein. Ja, scheinbar nimmer. Sollten Sie die für Ihre Aufgaben benötigen, möchte ich Sie bitten, vorläufig eine Alternative zu suchen. Das ist meine Waffe da unten, die so blinkt. Aufgrund der Lebenserhaltungssysteme kann das komplette System, das hatten wir doch schon mal gelesen, so. Dann haben wir hier schlimme Kopfschmerzen. Hey Lee, seit ich Perimeter unter sich vorgenommen schreckliche Kopfschmerzen sehe, ganz verschwommen. Vielleicht ein Tipp, wie sich das lindern lässt. Tut mir leid, versuchen im Bildschirm... Okay, das haben wir schon gelesen. Ihre Symptome machen mir Sorgen. So, was ist das hier? Meine Schicht. Von John Cooper an Todd Lanza, Koordinator der Einkaufscenteranlage. Hey Todd, mir geht's gerade nicht so gut. Kannst du heute meine Schicht übernehmen? Klar, kein Problem. Konntest du schon ein bisschen schlafen? Okay. Eine Tür? Ah, Moment. Diese Tür? Einkaufscenter Ausgang? Öffnen? Spielplatz? Einkaufscenter Ausgang. Das lassen wir erstmal. Und gehen stattdessen hier unten auf Medien. Leichensäcke? Wie Leichensäcke? Ist das, wo er so eine Einheit gesehen hat, wo er hat gesagt, hat jemand umgebracht oder so und schleppt jetzt Leichensäcke rum oder was? Okay, das ist auf jeden Fall... Aber warum sollten die Roboter, also Leichensäcke benutzen? Warum sollten die Roboter Leichensäcke benutzen? Das ist hier die große Frage, weil das ist irgendwie, hört sich das für mich komisch an, weißt du? So. Okay, wie sieht's hier aus? Ich habe jetzt halt gehofft, dass die, also hier war ja dieses Meeting da, dass da irgendwo dieses Dingens da, dieses Ansicht-Dingens da ist. Da muss ich jetzt wohl doch zu Kai Electronics gehen. Aber da draußen rennt ja noch einer rum. Soll ich alle Türen aufmachen? Ich mach mal einfach alle Türen auf, oder? Okay. Einkaufscenter Ausgang geht schon mal nicht. Spielplatz. Da geht eine Tür auf. Was auch immer das... Moment. Die Tür ist offen. Da steht Tür schließen. Kann ich hier wieder zumachen? Okay, ich kann wohl die Tür nicht schließen. Also offen ist sie. Oder so. So. Also wir müssen in irgendeinen Elektronikladen. Ich will dieses komische Modul da haben. Ach, das ist Musik. Ich dachte, da quietscht irgendwas oder so. Nö, Mann, das ist Musik. Okay. Gibt's hier irgendwie eine Karte oder so? Ich will dieses Modul haben.
steht da? Megazone. Zumindest Licht. Ich habe aber auch kein. Steht ihr da hinten noch rum? Ich muss erst gucken, wo da noch rumsteht. Ich gehe jetzt darüber. Bin ich hier? Drüben ist blaues Licht. Da stand einer, aber ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Psst, 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 psst. Psst, psst, psst. Sobald ich höre, dass er losläuft, mache ich mich klein. I see Toy. Was ist CP? Gibt's denn auch ein Groß? Ja, ich hab's schon. Mann, der da oben geht mir auf die Nerven. Der wird mich irgendwann noch verraten. Kann ich mich da unten drin verstecken? Nee. Hier halt alles gleich. Hört er mich vielleicht, wenn ich renne? Okay. Okay, da ist die Megazone, da waren wir schon. Ich gehe mal da nach links. Ich versuch mal zu laufen. Also nicht zu rennen. Ich bin Pfälzer. Laufen ist gehen, rennen ist rennen. Wo ist dieser blöde Elektronikladen? Da rechts. Ist er da rechts? Da rechts.
Bin ich denn hier? Im Kinderbereich oder was? Scheint so. Wer sagt das gerade? Ihr dürft nicht in den Kinderbereich rein. Das ist für Roboter verboten. Was ist das? Wo kommt das her? Also zumindest sehe ich da ein Schild, das ist da... Warte mal, da steht was. Hallo Todd, ich weiß, du schiebst seit einiger Zeit Überstunden, aber wenn du die Klappen öffnen willst, benutze einfach das Terminal in Johns Büro hinter der Megazone. Sicher wieder bald zur Arbeit erscheinen. Haben wir das nicht? Das sieht doch gut aus. Ist das Electronics? Ja, ich weiß, dass ich mich gerade hinter einer Glaswand verstecke. Aber ich... Ja, das ist... Das ist das Electronics. Junge, das ist alles so gruselig hier. Das ist hier alles so gruselig. Okay. Kann man hier die Tür nicht irgendwie zumachen? $900? Das war teuer. Keine Ahnung. Okay, da hinten ist eine Tür. Das ist das Modul. Okay. Ist gar nicht mal so teuer. Guck mal, kostet nur 460. Also jetzt 320. Da hinten so ein Kassettenrekorder-Ding. Kostet mehr. So. Hier kann ich testen. Hä? Enable the UltraView module, then press and hold the trigger to see the message below. Congratulations, 10% off. Das ist also einfach nur eine Schwarzlichtlampe. Was ist das da? Hat er das da gerade gesehen? Ja? Sind das Schleifspuren? Und das sind... Blutspuren? Ach, guck mal. Da, jetzt siehst du diese Fingerabdrücke. Büro von Todd Lancer. Okay, jetzt siehst du diese Fingerabdrücke. Alles klar. Aber zuerst mal müssen wir hier hin. So, erstmal speichern, ja?
So. Siehst man diese Fingerabdrücke gut. Haben wir irgendwie eine neue Aufgabe gekriegt? Ultrasichtmodul läuft. Dieses Ultrasichtmodul verfügt über Hintergrundbeleuchtung. Damit lässt sich vielleicht das ein oder andere aufdecken. Das ist doch keine Hintergrundbeleuchtung. Das ist einfach nur Schwarzlicht, was vorne rauskommt irgendwie, finde ich so. Naja, Sicherheitsmeeting abgeschlossen, Keycode abgeschlossen. Okay. Ich guck mal, es geht noch weiter. Kann man nicht irgendwie das abgeschlossene... Achso. Nö, geht nicht wirklich weiter. Wieso ist denn da ein Scrollbalken, wenn man ihn nicht braucht? Da kriege ich ja schon wieder die Krise hier. Naja. Ein dummer Scrollbalken. Wer hat denn dieses UI designt? Ja, das ist jetzt das geringste Problem. So. Datenbank. Haben wir da schon irgendwie... Nee, da haben wir nur 2 Pins bisher. Medien. Da haben wir den Leichen... Was ist das da? Ah, das Spielzeug und den Leichensack, genau. So. Und... Ah ja, Hardware. Komm, wir gucken mal ein bisschen gucken, hä? Anleitung. Komm, wir gucken mal. Energie, drahtlose Entmagnetisierung. Da, Ultrasichtmodul. Da ist es. Na, komm her. Der Bildschirm dieses Moduls verfügt über verbesserte Leuchtkraft und eine eingebaute Taschenlampe und ist somit anderen Modulen in Sachen Navigation überlegen. Die aktive Funktion ist eine Schwarzlichtlampe, die es dem Anwender ermöglicht, Materialien zu sehen, die unter ultraviolettem Licht fluoreszieren. Wieso kann ich fluoreszieren sagen, aber ultraviolettes Licht nicht? Egal. Batterie, diese Funktion bedarf keiner Batterieleistung. Das Wartungsmodul. Okay, alles klar. Software. Ja, schön. So. Moment. Kein Modul ausgewählt. Was ist das da oben eigentlich? Ach so, gucke. Das ist das, was ich vorhin hatte, oder? So. Das ist quasi so... Komm noch mal her. Das erste Modul, ja? Jetzt haben wir kein Modul. Aber kann ich denn das da auswählen? Ja? Und dann das da? Nee. Okay, also das Ding hat zumindest mal... Ach, das hat auch eine Taschenlampe. Gucke. Und dann kann ich halt auch noch Blaulicht... Kann das sein, dass das nicht reingeht, sondern raus? Okay, jetzt pass auf. Zuallererst mal E-Mails checken hier. Also, Abriegelungsproblem. Hallo. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist das... Ja, okay, das haben wir schon. Filmabend. Von Jackie Huntley. Ach, das ist die Jackie, die Wohneinheiten... Der kleine Roboter von der IC, der hat ja gesagt, hier, ich vermisse Jackie, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. So. Ich habe für heute Abend den Klassiker bei Galaxy Video ausgeliehen. The Hatching. Die Drinks besorge ich. Wer bringt die Snacks mit? Von Todd Lenzer, Koordinator der Einkaufscenter. Ich kümmere mich um die Snacks. Ich weiß nicht, ob John kommen kann, aber der Rest von uns trifft sich dann dort. Okay. Was haben wir hier? Funktionsfähige Einheit vom Typ 05. Todd Lenzer, Einkaufscenter. So. Ich habe über die Videoüberwachung gesehen, dass eine der T5-Einheiten hier im Einkaufscenter wieder funktioniert. Die anderen Einheiten sind aber nach wie vor abgeschaltet. Ich glaube, Sie haben recht. Anscheinend funktioniert wirklich nur eine auf einmal. Hat das was mit dem ASN zu tun? Stimmt, der hat ja irgendwann gesagt, dass... Moment. Das kann ich sogar hier oben noch nachlesen. So. Da. Alle Einheiten vom Typ 05 scheinen im Moment abgeschaltet zu sein. Und der hier sagt, einer ist nicht abgeschaltet. Einer überlebt oder lebt quasi noch, weißt du? So. Und vorhin habe ich aber 2 gesehen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob sich einer nicht bewegt hat. Also, ob so, vielleicht, so. Also hat das was mit dem Software-Dingens da, mit dem Sicherheitsdingens da, so. Hey Doc, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich habe seit letzter Woche ständig Kopfschmerzen. Dasselbe wie John. Dann das Stärkeres als Aspirin hatten wir schon. Und hier
Katastrophenoalarm. Die folgende Nachricht konnte aufgrund einer Unterbrechung der Kommunikationskanäle nicht gesendet werden. Neuen Sendeversuch starten von Todd Lanza, Koordinator an Union Plaza. Irgendwas stimmt hier nicht. Einheit vom Typ 05 ist außer Kontrolle. Auslösung des Alarms und Zugriff auf Sprachkanäle unmöglich. Bleiben Sie in Ihren Zimmern. Und die konnte nicht gesendet werden. Die wäre schon recht praktisch gewesen. So. Welche Tür habe ich jetzt geschlossen? Okay. Jetzt pass auf, Tastenfeld. Okay, unten links diese 3 und die 4. 6, 7, 8, 4. Okay, was hat das jetzt gebracht? War jetzt Zufall. Ich habe halt schon gedacht, ich muss mich da jetzt durchbrute-forcen. Hätte ein bisschen gedauert. Okay, ich habe 4 Zahlen, also die Reihenfolge rauszufinden. Also ich wusste ja die 4 Zahlen. Wäre noch in Ordnung. Also wäre noch möglich gewesen, aber so. Aber jetzt nochmal zur Tür. Was für eine Tür schließt da? Ah. Die da. Okay. So. Ja, aber für was war jetzt dieser Code gut? Ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Vielleicht sehe ich ja irgendwas Interessantes. Außer den Code an der Wand, wo halt steht, herzlichen Glückwunsch, du kriegst 10% Nachlass. Ich bin mir halt nicht sicher, ob da einer blutend reingekommen ist. Oder, das ist das, kommt gerade. Oder rausgegangen, weißt du? Hier, der ging dann hier so darüber. Hat sich da an der Tür wahrscheinlich angelehnt. Und dann da weiter. Ich glaube eher, es war so rum. Ja, klar, muss ja. So. Und hat dann hier Ding angegeben. Ich weiß halt noch immer nicht, was das da für eine Türsteuerung... nein, ich weiß die Türsteuerung. Ich weiß nicht, warum der Code da ist. Das meine ich damit. So, jetzt pass auf. Wir gehen jetzt erstmal... Wir haben jetzt ordentlich was freigeschaltet. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde speichern. So. Aufgaben. Haben wir neue Aufgaben gekriegt? Das Ultrasichtmodul haben wir abgeschlossen. Kann man irgendwie einstellen, abgeschlossene ausblenden? Wieso ist das eine da eigentlich rot? Das Ultrasichtmodul des ASN könnte helfen, sich Zugang zu verschaffen. ID würde den notwendigen Zugang. Okay, also, wir müssen in den Waschraum. Wir haben ja den Waschraum geöffnet und sie ist ja im Zimmer B04, ist ihr Zimmer. Und das ist auf dem Weg zum Waschraum, da müssen wir hin. Und jetzt haben wir dieses Modul. Da hätten wir vorhin auch schon hingekonnt, denke ich. Weiß ich nicht, hatte ich ja zu viel Angst. Aber jetzt bin ich mutig. Bin jetzt ein neuer Mensch. Mutiger neuer Mensch. So, haben wir eigentlich schon gespeichert. Ja, besser einmal zu viel wie einmal zu wenig speichern. Wie jetzt? Hä? Ach so, weil ich da noch verbunden bin mit dem Dingens da. Moment. Jetzt müsste es wieder gehen, ja? Ich kann noch ein bisschen hier umgucken. Vielleicht finde ich ja noch was Witziges. Ey, Mann! Ich hab doch jetzt auch, guck mal, ich habe quasi eine Art... Ja, es ist schon eine Taschenlampe. Das heißt, ich kann damit auch in dunkle Bereiche jetzt da rein. Oh, das ist schön.
Also es geht nicht nur ums Blaulicht, sondern auch um die dunklen Bereiche, die ich jetzt da betreten kann. Ich kann auch hier weiter weggehen, ne? Aber es scheint hier... Kann ich da irgendwas mitmachen? Es erinnert halt... Weißt du, dieses Muster da hinten, so wie wenn man da irgendwie was scannen könnte und dann so einen Geheimcode rausfindet. So, ich muss halt jetzt rausgehen, ich muss das Tor wieder aufmachen. So, Filmabend, Problem, Kopfschmerzen, Katastrophenalarm, alles klar. Geht schon ziemlich leise auf die Tür, ne? So, pass auf. Haben wir den einen Code, den ich da gerade gefunden habe? Steht der hier in der Datenbank? Nee. Für was war dieser Code da? Ich muss ihn mir nochmal angucken. Achso, ja. So, pass auf. Wie war das nochmal? Das war unten, ich glaube 7, 8, 9, irgendwas oder so. 6, 7, 8, 4. Ich schreibe ihn mir mal auf. Ich weiß nicht warum. 6, 7, 8, 4. Von Todd. Langer. Lanzer. Ich habe keine Ahnung, für was der gut ist. Schon für irgendwas gut sein. So. Okay. Gibt's denn hier noch etwas? Mann! Jedes Mal... Brauche ich dafür den Code? Moment, ich kann ja hier... Brauche ich dafür den Code? Gibt es hier irgendwas Interessantes? Um da wieder rauszukommen, einfach nur... Ja, ich glaube, das ist... Moment. Wir probieren es mal. Wir machen mal die Tür auf. Geht wahrscheinlich nicht. Ach, deshalb brauche ich den Code. Deshalb brauche ich den Code. Deshalb brauche ich den Code. So, Moment. Ich tue hier nochmal speichern zur Sicherheit. Damit ich das nicht nochmal machen muss. Wie ich aber auch jedes Mal erschreck. Wenn ich höre da Schritte, aber nicht diese Roboter-Schritte. Oder? Ich dachte eben, dass das dieses Scan-Strahlen da sind von einem Roboter. Da. Das ist was anderes. Hier gerade komisch, Moment. Ich bin hier wieder... Oh. In der Nähe... Okay. So weit bin ich jetzt gar nicht weggekommen. Und irgendwie... metallischem... Ich renne hier an der Wand entlang, ist das richtig? Was ist das da?
ist das da? Wo bin ich hier? Hallo? Ah, ein Spielautomat. Was steht da? Minotaur. Bin ich nicht hierher gekommen? Da hinten stehen alte Spielautomaten. Okay. Okay, da stehen alte Spielautomaten. Und die Spielautomaten führen dazu, dass mein Dingens da mit Magnet... Warte mal. Hey, ich kann auch so rumlaufen. Natürlich deutlich einfacher, ne? Guck da. Das ist ein alter Spielautomat. Uiuiui. Die haben sie da abgestellt, warum auch immer. Okay, dann gibt's hier nicht so wirklich viel zu gucken, außer dass ich mir jetzt gerade in die Hose gemacht habe. So. Also man benutzt die Taschenlampe wohl so, ne? Sehe ich halt nur nichts mehr. Boah, dieses Geräusch, hey, macht mich irre. Es macht mich so irre. Warte mal. 2%. Sorry, ich hab mein Kontrollscreen unten drunter. Hab daneben auch noch einen, da ist der Chat. Ja. Steht einer. Haben die irgendwie eine bestimmte Signatur? Nee. Also so eine Taschenlampe ist schon recht praktisch, merke ich gerade. Okay, der steht also da drüben rum. Ist der noch... Also eigentlich sollten die ja außer Betrieb sein. Aber du erkennst halt nicht, ob sie außer Betrieb sind oder nicht. Sollte man ihn anleuchten? Ich bewege mich einfach ganz leise hier durch. Sorry, dass ich jetzt hier so langsam mache, aber ich will nicht rennen. Ich habe Angst, dass die mich sehen. Ich gehe jetzt jeden Gang hier durch. Wo ist er? Hier bin ich in Sicherheit. So, jetzt pass auf. Okay, ich speichere hier erstmal. Also was ich jetzt vorhabe ist, ich will mit dem Zug zurückfahren. War da nicht das, wo einer Fingerabdrücke drauf gemacht hat auf die Nippel? Das sind überall, also das ist hier, aber bei mir auf dem Screen sind Fingerabdrücke. Was heißt das? Eta, sowas. So, ich will mit dem Zug, mit der Tram zurückfahren. Was ist denn hier los? Hä? Oh, Kacke. Habe ich auch das Zeug? Okay, das kommt jetzt sehr überraschend. So, jetzt nochmal, lass mich mal ausreden hier. Ich will mit dem Zug zurückfahren in die Waschküche da, weißt du? Und dann da mal gucken, dass es da weitergeht. Ich glaube nämlich, dass ich hier soweit fertig bin.
Ach ja. Ach, der Spielplatz. Das war dieser blaue Raum. Wo ich drum... Okay, der war recht praktisch. So, jetzt probiere ich mal das hier zu öffnen. Fehler. Ah. Schade, schade, Schokolade. Gibt's hier irgendwie was Cooles, was man hier scannen kann? Ja. Wenn man einen Blaulichtscanner hat oder ein Blaulichtding, dann ist alles ein Blaulicht für einen. So, also, wir haben wohl auch diese Krankheit da oder was? Aber wir haben doch mit Dingens gar keinen Kontakt gehabt, weißt du? Mit Cooper war das, glaube ich, ja? Es hieß ja, jeder, der mit Cooper Kontakt hat oder Leute, die mit Cooper Kontakt hatten, dass denen auch nicht gut geht. Und jetzt, ja, aber vielleicht interpretiere ich da auch gerade ein bisschen rein, ne? Er hat ja nur was gesagt von Kopfschmerzen. Wir haben gerade gehustet. So. Ich muss zurück zur Tram. Und ich weiß nicht wie. Es gibt hier halt... hier halt keine Karte. Da war er gerade. Deshalb gehe ich da jetzt. Da war ich noch nicht. Drüben ist einer. Er steht direkt vom Speicherding. Okay. Meinst du, ob der was bemerkt? Ist da jetzt das Speicher? Der aus, ist er an? Das interessiert den also relativ wenig, was ich hier mache. Das Ding ist halt, du weißt halt nie, ist er aktiv, ist er nicht aktiv. Da ist ein Zettel. Ausstiegsklappen. Die Ausstiegsklappen des Aufzugs im Einkaufscenter haben immer wieder einen Kurzschluss. Starten Sie sie von hier aus neu und öffnen Sie sie dann vom Sicherheitsbüro im hinteren Teil der Megazone. Okay. Ausstiegsklappen, Exit Shutters. Okay, also, ja, klar, ne? So. Okay, Tastenfeld. Was soll denn die Kacke hier? Hallo? Ich will was nochmal probieren. Das war 6784. Das war die, um das, ja, okay, um das Tor zu öffnen. So. Was haben wir hier noch? Ja, 9771. Vielleicht bringt mir das was. Aber das wäre natürlich totaler Quatsch. Und dann hätten wir noch für die Rätze die 1041. Ja, nee, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Aber warum?
Wo kriegen wir den Code her? Steht ja der eine da immer noch? Ich gehe mal kurz ins Eck linsen, ja? So ein bisschen, nur ein bisschen. Der war doch eben noch da. Hä? Ernsthaft, wann ist denn der weggegangen? Der war doch eben noch da. Wie ist der so leise? Ich glaube, es geht hier um dieses Tor. Es geht hier um dieses Tor, das wir öffnen müssten. Ausgang, okay. Ich renn. Ich hoffe, dass man hier irgendwo hinkommt. Mach die Tür auf. Wenn mich hier erwischt, habe ich ein Problem. Bleib weg, wo? Bleib einfach weg. Hier ist keiner. Der Lichtstrahl ist da immer. Alter! Das Sicherheitsmittel 1530 LTC wurde in Johns Büro in der Megazone verlegt. Ja, das weiß ich. Steht was? Ist das ein Code? Nee. Ja, ich weiß, ich war schon in der Megazone. Moment. Muss ich hier vielleicht gar kein Passwort eingeben? Moment. Bin ich da drunter? Aha. So hätte er mich nicht gekriegt. Aber wie konnte der sich vorhin so schnell wegschleichen? Hab ich hier mal nach dem Passwort geguckt? Nach Fingerabdrücken meine ich. Da, gucke. Das kann halt alles bedeuten. Das Problem ist, dass ich ja das Dingens hier verrückt habe. Okay, gehen wir mal davon aus, dass das so in der Mitte war, ne? Okay, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 8. Ich habe keine Ahnung. Das wird jetzt... Das macht da gar nichts. Ich bin mir bei der 8 noch nicht mal sicher. Also ich glaube, das ist jetzt Quatsch. Also ja, nicht Quatsch, ne? Aber wir wissen nicht, wo das Dingens war. Und es kann ja sein, dass es sogar stimmt. Dass es 2, 3, 5 und 8, dass die Zahlen stimmen. Aber dass wir das nicht hinkriegen. Also, dass es 8, 3, 2, 5 oder 5, 8, 2, 3. Es gibt so viele Möglichkeiten.
Da habe ich jetzt auch gar keinen Bock drauf. Wo ich aber Bock drauf habe, ist Speichern. Nicht Medien. Datenbank. Wir haben keinen. Hoppala. Wir haben keinen anderen Code. Okay. Ich habe noch eine Idee. Wir rennen einfach dahin, wo wir gerade hingerannt sind, wo er uns nicht gefunden hat. Wir gehen da unter den Tisch. Vergiss es, als ob. Kannst du leuchten, wie du willst. Du kommst hier nicht. Kann er sich bücken? Oh. Alter. Krasses Teil. Ist hier vielleicht irgendwie was? Also, der Zettel sagt mir halt auch, ich weiß den Code nicht, um das Tor zu öffnen, aber ich bin doch auch... Ich habe Angst, dass er da irgendwo steht. Ich bin doch auch vorhin irgendwie hergekommen. Ach nö. Jetzt mach doch sowas nicht. Mann, ist das doof. Guck mal. Ist das dumm. Hallo. Tschüss. Da ist noch einer. Guck mal, da reinkommt. Yep. Okay, wo bin ich hier? Guck mal da. Wo ist die Taste, um das Ding aufzumachen? Ist die wieder da und am Tisch? Da ist irgendwas, ich sehe es. Nee, ist nichts da, alles in Ordnung. Junge, Alter! Lass mich doch in Ruhe. Ich glaube, hier bin ich reingekommen. Ist das diese Klappe, die man öffnen muss? Wo er gesagt hat? Das hat das aber auf mich abgesehen, der Kollege. Ist das diese Klappe, die ich öffnen muss? Ah! Der hat sich aktiviert. Da ist noch einer. Wie viel habe ich denn da jetzt? Da hat vorhin einer gestanden. Hier hat vorhin einer gestanden mit dem Rücken zu mir. Wir sind in der Nähe von dem Elektronikladen. Ich will hier nur gucken, ob hier irgendwie...
Ist nichts Interessantes. Boah, ich mag diese indirekte Beleuchtung. Aber wo? Der Elektronikladen. Also wenn sie stehen... Da ist der Kinderbereich. Also wenn sie stehen, können sie nichts machen. Also kannst du vorbeilaufen, meine ich. Aber wenn du vorbeirennst, werden sie wach oder was? Also es hat sich mal so angehört, als hätte ich die aktiviert beim Vorbeirennen, weißt du? So, hier kann ich eigentlich gar nichts machen. Okay, ich sage euch, was ich hier machen kann. Speichern. Das sieht ungefähr so aus. Okay. Und dann lege ich mich auf den Boden und mache ein Nickerchen. Nee. Ihr Leute, das ist mir genug Terror für heute gewesen, okay? Machen wir morgen weiter, oder? Oh Mann, ey. Ich weiß, jeder andere wird da durchrennen wie nichts Gutes. Aber ich bin ein alter Angsthase und krieg's halt einfach nicht hin. Und bin schlecht in Schleichen und bin halt... Ich habe keinen Skill, aber Bock. Okay. Danke fürs Zugucken im Stream. Ich werde heute noch ein bisschen an meinem frisch installierten Mint rumspielen. Und mal gucken, dass ich da vielleicht noch das eine oder andere Sache, also zum Beispiel den Chat, die Chat-Einblendung, dass ich die über Stream Deck mache. Also, wer bis hierhin geguckt hat und sich fragt, was los ist, ja, ich habe mal wieder auf die intelligente Idee gekommen, ey, Windows nervt mich mal wieder. Also, ich nutze Linux Mint für alles, außer Zocken. Ich habe hier so einen Rechner, da ist Mint drauf, schon ewig und keine Ahnung, schon seit 10 Jahren. Also nicht, dass da schon so ewig Mint drauf ist, aber wo ich halt, hoppala, auf Linux umgestiegen bin für alles außer Zocken. So, dann habe ich mir irgendwann mal einen Zock-PC gekauft vor ein paar Jahren und habe da halt Windows drauf, weil es halt deutlich einfacher ist. So, jetzt habe ich in letzter Zeit halt angefangen, du liest ja dauernd von diesen Gaming-Linux da und habe die da alle durchprobiert. So, mehr oder weniger. Ich habe Nobara ausprobiert, was auf Fedora basiert und dann so, okay, hab als Desktop Environment KDE genommen. Großer Fehler. Schon damals, als ich noch mein erstes Linux so mit ich glaube, OpenSUSE hatte ich damals oder sowas noch, was ich rumprobiert habe. Ist schon 2006 oder sowas. Ach du Scheiße, das ist schon ewig her. KDE ist nichts für mich, das ist zu viel. Es ist zu viel. Es ist zu viel Einstellungen, um so hinzukriegen, dass ich es gut finde. So. Egal. Ja, mir hat das ganze Fedora-Ding auch nicht so gefallen. So, dann dachte ich so, okay, dann probieren wir mal was anderes aus. Und dann habe ich ausprobiert Pika OS. Basiert auf Debian. Ja, Debian ist in Ordnung, da kenne ich mich wenigstens ein bisschen aus, ne? Und das lief auch eigentlich gut. Man hat halt als Desktop Environment hast du halt GNOME und KDE. Und ja, KDE, nein, also GNOME. Ja, GNOME geht. Kann man machen. Spricht nichts dagegen so. Aber ich habe halt rumprobiert und habe dann einfach Cinnamon als Desktop-Environment drüber gebügelt und lief auch gut. Aber es war nicht dasselbe, ne? Kommst du halt an so ein paar kleine Problemchen sowas, wo du denkst, ja, ja. Und dann so, komm, ich probiere mal Cashy OS aus. Ich habe wirklich... Ach so, ich wollte gerade sagen, war ich hier noch nicht. Ich habe dann Cashy OS ausprobiert und das lief eigentlich auch wirklich gut, so, ne? Aber wehe, Arch, ne? Wehe, irgendwas läuft nicht. Also out of the box lief und einfach, ey, wenn ihr diese Gaming-Linux, wenn ihr sie wirklich nur nehmt
zum Zocken. Installiert das Ding, out of the box, läuft die Scheiße, läuft richtig gut. Also wirklich, super Sache. Aber wehe, ihr wollt das nicht nur zum Zocken nehmen, sondern auch noch, keine Ahnung, Bildbearbeitung. Ich habe Kdenlive nutze ich ja, also für Videobearbeitung sowas oder GIMP oder sowas. Und da geht's dann, okay, kannst du ja noch installieren. Bei CachyOS hatte ich das Problem, dass Flatpak von standardmäßig nicht installiert waren. Ja, und dann, okay, für OBS tu mal ein Plugin installieren. Normalerweise tust du OBS als Flatpak und dann hast du hier die Flatpaks-Plugins, die ich brauche, gibt's alle als Flatpak-Version, bam, haus rein. Aber in CachyOS muss das alles selbst kompilieren. Oh, war mir zu blöde, ne? Und dann dachte ich so, ey komm, ist mir doch jetzt halt kackegal. Ich installiere jetzt einfach nochmal Mint. Also ich habe einen alten Rechner, wo Mint, wie gesagt, immer drauf läuft, mein Hauptrechner, und dann noch einen extra Zockrechner. So, und dann so, ey, ist mir doch scheißegal. Es geht ja bei den ganzen Gaming Linux geht's ja einfach nur darum, dass du out of the box sofort loszocken kannst. Für Leute, die nichts einstellen wollen quasi. Und dann dachte ich so, ey, pass auf, ich hau mir einfach ein Linux Mint drauf. Ich habe im Moment habe ich die Beta von 22.3 drauf, die aktuelle. Und die habe ich drauf gemacht. Und ich habe noch nicht mal einen neuen Kernel drauf gemacht. Ich habe eigentlich gedacht, ja komm, dann hau ich mir irgendwie einen anderen Kernel drauf, wo ein bisschen mehr für Gaming, aber dann so, ja komm, wegen den 2 Frames, so, komm, shit on it, lass das. Ich habe mir halt die Mesa-Treiber aktualisiert, ich habe die Proton, was nutze ich im Moment? Ich glaube, das CachyOS Proton oder sowas, die Version, da nutze ich und sowas und habe das halt, also dieses ganze kleine Elgato unterstützt kein Linux beim Stream Deck. Und die Elgato-Software für Stream Deck läuft nicht unter Wine oder sowas oder halt nicht gescheit. Aber es gibt OpenDeck und das kann eigentlich fast alles, was ich einfach auch auf dem Stream Deck habe. Man muss es halt nur gescheit einstellen und ich habe da die Hälfte noch nicht eingestellt. Wie zum Beispiel, also was ich machen kann hier, Facecam aus, Facecam an. Sowas halt. Das Ganze könnte ich auch mit dem Chat machen. Chat an, Chat aus. Habe ich aber noch nicht draufgelegt. Jetzt müsste ich immer in OBS gehen, müsste das rausmachen. Kann ich ja mal kurz zeigen. Moment. Wo bin ich denn? So, OBS. Hoppala. Da. Sorry, ich muss hier suchen. So, Chat, wo bist du? Pausenbild. Da, hier habt ihr einen Chat. Ist schon ein bisschen länger her. So. Aber dann ist halt der Ton hier weg. Ne? Und deshalb würde ich das gerne über die Knöpfe. Alles noch Dinge, die ich machen will. Das hat jetzt auch nichts mit dem Spiel zu tun. Ihr seht, ich will nur ein bisschen so labern. Ich will zum Ende kommen und ich will ein bisschen so labern. Ne? Ja, aber es läuft und ich bin so froh drum, weil ich bin... Oh, er benutzt Linux, ne? Nein, ich benutze Linux Mint. Junge, das ist für Leute, die von Windows weg wollen, aber sich nicht an Linux rantrauen. Für die ist Linux Mint super. Also für mich. Und es... Perfekt, läuft wie ich will. Ich kann mir die Taskleiste nach oben schieben, nach links, nach rechts, nach unten. Der eine Monitor hat's oben, der andere hat's rechts, der da hat's unten, weißt du, so wie ich das gehen habe. Also da weiß ich auch, wie es geht, einfach weil ich schon 10 Jahre damit arbeite oder schon länger. Und gut ist und es läuft. Es läuft unter Windows im Moment manche Sachen, manche Spiele noch ein bisschen besser. Es wird, ne? Monster Hunter läuft, Monster Hunter Wilds zum Beispiel. Nicht, dass ich es zocken will. Doch schon. Aber ich bin nicht so der... ja, habe ich schon 100 Mal. Ich lese jetzt nicht über Monster Hunter Wilds, so. Monster Hunter Rise und Sunbreak läuft super. Voll geil. Ist auch das deutlich bessere Spiel. Psst, darf man doch nicht sagen. So, nee. Alles in Ordnung soweit. So. Müssen wir jetzt hier nochmal zurück in den Raum von der Spielhalle. Ja, machen wir heute nicht mehr, machen wir morgen. So, ja, jedenfalls, wie gesagt, das Ding ist halt, dass ich hier jetzt den ganzen Urlaub bisher, die ganzen 2 Tage, Betriebssystem installiert, ausprobiert, rumgemacht und sowas. Und es wird ihr Leute. Die Kamera, ich bin da noch nicht ganz, ist übrigens auch eine Elgato-Webcam. Die wird wenigstens, ne? Ich bin da noch nicht 100% richtig, also hier der Greenscreen gefällt mir noch nicht so, muss ich noch Einstellungen machen, aber es läuft. Und ich kann streamen. Ich streame hier gerade von meinem Mint, also von daher alles super. Nicht, dass ich oft streame, aber halt aufnehme. Ja, so. Also.
Wann haben wir denn das letzte Mal gespeichert? Was ich damit sagen will ist, vielen Dank fürs Zugucken. Übrigens sagt How Long to Beat, dass das Spiel so 3 Stunden geht. Ich bin gerade 3,5 Stunden drin. Ich weiß, wo es weitergehen könnte. Also wir waren noch nicht im Waschraum, da müssen wir noch hingehen. Ich schreibe es mir gerade auf. Waschraum, Quarantäne offen. Das heißt aber nicht... Ich höre schon wieder Geräusche, hey. Das heißt aber nicht, dass wir das, wenn How Long to Beat sagt, das kannst du in 3 Stunden durchspielen, dass ich das in 3 Stunden durchspiele. Ich brauche da deutlich länger, weil ich ein Angsthase bin. So, ich beende das jetzt auch hier. Komm mal her. So, Ton ist weg. Alles klar, ihr Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Jetzt haben wir ein paar Leute reingeguckt, was ich so treibe hier. Immerhin, ich sehe hier, dass 19 Leute immer mal wieder drauf waren. Das ist deutlich mehr als die 2, die ich sonst habe. Ist auch egal. Manche Sachen streame ich einfach gern. Ich wollte es vor allen Dingen einfach nur ausprobieren. Vielen Dank. Einer hat auch was gefragt, ja, ob das Indiana Jones ist. Nee, ist es nicht. Habe ich natürlich nicht gesehen, weil es ist ja schön, dass du da einen Chat hast, aber dann bin das nicht gewohnt, dass jemand auch noch was schreibt beim Chatten. Okay, alles klar. Danke fürs Zugucken. Ich werde das danach online stellen. Mal gucken, ob ich das Video noch ein bisschen zusammenschneide. Ich habe es noch nebenher aufgenommen. Danke. Morgen geht's weiter. Ich weiß nicht, sag mal wieder. Ich meine, wir haben jetzt 2:17 Uhr morgens. Also heute geht's weiter. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wieder 23 Uhr oder sowas, okay? Danke. Übertragung